Um Gottes Willen, Birger Woche ist von 4 Sekunden spät draufgedrückt, weil er nur schnell was nachgeschaut hat. Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Was will er denn? Was will er denn? Timmy Boy, du hast es Willen! Um Gottes Willen! Was will er? Hey, ich bin selber so dermaßen laut, was ist denn da wieder los? Kruzifix nochmal, wenn man wieder vorher vor dem Stream nicht Lautstärken einstellen kann. Scheiß behinderte Scheiße. Timmy Boy, kriegst du wieder heim? Hashtag Popoman, haben wir schon lange nicht mehr gehört. Rein in den Chat. So, Schluss mit Donations. Ich hab euch heute was zum Verzeihen. Das ist wichtig. Ja? Kommt gleich. Warten wir aber erst, bis er mal ein paar Leine geschwappt hat, weil sonst weiß er eh, was ist. Habe! Ich bin's. 1 Birger, 1 Micker, 1,20 nur im Spein Stalker. Das soll immer Perfekt halt 2 Speine, aber weiß es eh, was ist. What? Kurzer Playtime-Check. Ah ja, 65,9 Stunden. Bei 69k auf. Nice. So, grüß mich erstmal in den Haufen. Habe die Ehre an den Herrn Baumgarten, an den Staudi, an den Otto, an den Bösel, an den Granny, an den Brox, an die Leuchtrauschkugel, an den Gustl, an den Bornelgrammer, an den Herrn Fahren, an den Zero Cool, an den der Feider, an den Popper Bulldog-Fahrer. Was ist denn der Popper Bulldog? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, ich mag es auch gar nicht wissen. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich mag es nicht. Franz, Schluss, aus, pfui! Resubs sind nicht auch verboten. Franz, merkst du dir? Vollbissung, was schreibt er denn? Popoman, fix 31 Monate jetzt schon, Zeit vergeht noch und Finanzamt POI-Sucht. POI-Sucht unterschreibe der. Unterschreibe der Tant übrigens. Mr. Bax! 6 Monate, du bist doch schon seit 1000 Jahren eigentlich dabei, nicht bloß 6 Monate. Das verstehe ich nicht. Hashtag Popoman! So, wie geht's euch? Mir geht's blendend. Ganze Scheiße ist erledigt. Ein bisschen Zielwirtschaft gibt's noch. Und dann, Alter, es wird jetzt schon so hart reingesuchtet. Dann wird nur noch reingesuchtet. Ich sag das, was ist. Ich sag das, was ist. Sprengi! Wenn der schon mal einer donatet, muss man. Ich mag's nicht lesen. Ich mag nicht. Ah, dann. Ich mag nicht. Ich will nicht. Warum stolpert man zwischen Österreich und der Schweiz? Da Liechtenstein. Du bist so behindert, das ist unfassbar. 80er. Die bleibt jetzt für immer da, die ist jetzt Utensil, Teil des Streams, Teil der Crew. Der 80er Auswahl bleibt forever da liegen jetzt. Übrigens, Steffi. Was? Ich halte es so ins Bett, dass du einen Screenshot machen kannst. Nächstes Jahr Jahresmerch ist einfach nur ein Wasserwalk. Herr Gerwin, merci dir, Sprengi. Danke für deinen Beitrag. Herr Gerwin, nein, Schluss, du, hörst jetzt auf! Sofort auf der Stelle! Der Chef Kruas aus Oberösterreich. Wo sonst her? Alles geht aus Österreich, noch Niederbayern. Maxi, merci, Schluss. I'm fucking serious. Ich zeige euch heute nämlich nur mal was. Heute, aber nicht, das ist in eigener Sache, eigentlich nicht. Heute haben wir mal für jemand anderen was. Marvel Maniac, du auch. Schluss, Abflug. Wobei du bist schon knietief drin wahrscheinlich, wenn ich dein Comic-Dingsbums und so. Maxi, merci dir. Schöne Grüße an unsere Lieblingsnachbarn. Habe die Ehre, merci dir. Fabi, merci für den Resub. Ja, Gerwin, merci für 69 Monate. Was ist da? Grüße von zu Hause, bin momentan im Krankenstand. Passt, kannst du auch nicht zocken wie ein Vollgasnarrischer. Besser wird's nicht. Marvel Maniac, habe drittes Tag, eine Stacken, let's go, Urlaub ist zur Hälfte rum. Pfui Teufel. Meiner steht noch vor der Haustür, das ist gut. Jetzt erstmal nur ein Seidler und ein Beidel Chips. Warum nicht ein Seidler, ein Beidel und Chips? Merci. So, jetzt passt zu mir an. Nein, Schluss jetzt. Nein, es gibt keine Caps. Timmy Boy, Schluss, aus, Pfui Teufel. Alle. Schluss jetzt mit Resubs, sonst muss ich es ausschalten. Ich sag das, was es ist. 2 Minuten gebe ich eine. Da, Tammy wird schon wieder nicht mehr angezeigt. Kein Mensch weiß warum. Tammy, Dankeschön für 34 Monate. Kuss auf die Nuss. Herr Philipp der Vlogger, das ist ein richtig guter Punkt. Warum kommt eigentlich nichts beim Ausrufezeichen Trachtmann einschreibt? Weiß ich nicht. Mein Fehler. Falls der Chris zuschaut, erinnert mich, schreibst mir jetzt im Discord, hey, mach mal einen Bot-Command für Ausrufezeichen TM und Ausrufezeichen Trachtmann. 80 Monate! Was, der Spreng ist, bist du schon bei 80 Monaten? Du bist auch nicht ganz sauer. Ich sag das aber auch freiwillig, wie es ist. Wenn du mir weg bist, bin ich auch weg. Herr Lüb, merci! Nein, Basti, Schluss! Schluss! Für die 15 Euro hättest du das Famous Besseres gekriegt! Du Vollidiot! Rülps. Basti, Schluss, zurückziehen! Das kriegt heute Bande.
Ihr hört einfach sowieso nicht auf. So, Staudi, merci für deinen Vordonation und merci für deinen Zwiegel und überhaupt und Rest und so. So, ich mache jetzt die Scheiße aus, was ist jetzt sowieso nicht auf. Sonst will ich wieder 1000 unter Brühe. So, aus, so, Alerts werden jetzt gerade nicht angezeigt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute haben wir mal für jemand anderen was Gutes. Dieser Mann tut für mich auch so viel Gutes. Übers ganze Jahr immer wieder mal. Da schreibt er schon. Da, was soll ich? Nix. Vergiss einfach. Kuss auf die Nuss, Chris. So, jetzt pass mir auf. Dieser Mann tut für mich das ganze Jahr lang so viel. Ihr kennt meine Merch-Motive. Das da, das ist von mir gezeichnet. 90% der anderen Merch-Motive werden aber von jemandem anderen gezeichnet. Vom Chris. Der Chris ist übrigens da, der Fanboy. Das ist der zweitälteste, das verstehe ich sowieso nicht, warum du das tust. Das habe ich da aber, glaube ich, schon 20 Mal gesagt, du Vogel. Warum du eine Mitgliedschaft da reinzahlst, macht überhaupt keinen Sinn! Kündig jetzt die Scheiße mal! Fix Letten! So, jetzt mal so was. So gibt's was Neues. Immer wenn ein neues Heftel kommt, alle 3, ich sage mal so grob, alle 3 Monate. Ja? Das ist ja auch kein, das ist ein Sponsoring, das ist ja die eine Hand wäscht die andere. Ja, ein bisschen Werbung, ich übersetze für ein Heftel, etc. etc. Der liebe Chris, wenn er noch nicht kennt, ich erkläre es jetzt mal vom Vorweg, die meisten kennen ihn aber vielleicht ist jemand dabei, der noch nichts davon gehört hat. Der Chris ist Comiczeichner. Der weiß, was er tut. Wenn er für mich Sachen zeichnet, zum Beispiel die Donation Battle und so weiter, sie sind auch alle von ihm. Viel Merch-Zeug von mir ist von ihm. Die ganzen Battle bei mir in die Videos, die Karikaturen und so weiter und so fort, haben von ihm. Gibt ein neues Heft. Trachtmann! 19! Und der bayerische Prometheus! So schaut's aus. Und wenn das kann ich nachvollziehen, das ist vielleicht nicht für jeden ein Weihnachtsgeschenk. Aber das hier, sehr wohl. Und so ein Pulli kostet 45 € und so ein Heftel 6. Und wenn du ein Abo machst, dann kriegst du das neueste Heftel, sobald es fertig ist, zugeschickt, mit 1000 Aufkleber. Und ich hab so viel Zeug. Chris, ich hab so viel Zeug! Ich weiß ja nicht, wohin damit! Bis jetzt. Gibt nämlich was Neues. Was vielleicht ganz wichtig ist, Achtung, und das finde ich eigentlich das Allergeil, da bin ich sehr stolz drauf. Es ist mir nach wie vor, seit Heft 3 bin ich dabei, wir haben jetzt bei Heft 19, das heißt, ich habe 16 Heftel übersetzt. Das ist mal so. Ja. Darf ich die erste Seiten spoilern? Ich weiß es auch nicht. Ja, sagt man nicht viel. Ja, wo ist denn? Ich bin so stolz drauf, wie ein kleines Schuldirndl bin ich da stolz drauf, dass ich das jetzt mal machen darf. Hab dann auch einen kleinen Vorteil, ich sehe nämlich die Heftel schon immer einen Monat vor euch. Also kann ja nicht jeder die Bürgerprivilegien genießen. Es gibt diese Heftel, und zwar alle. Eins, das muss jetzt der Chris selber einer schreiben, das weiß ich nicht, als allererste Heftel, habe ich das jemals übersetzt? Nachträglich? Das weiß ich glaube nämlich nicht. Aber es gibt alle Heftel auf Hochdeutsch, auf Borisch und teilweise mittlerweile sogar auf Österreichisch. Das macht allerdings nicht Bahnen. Ich bin ja kein Österreicher! Ha? Weiß ich, was es ist? Es geht überall hin. Weiß ich, was es ist? Hochdeutsch, Borisch mit Variant Cover. Das macht er immer, dass es verschiedene Cover gibt. Und jetzt bei so wacht, da bin ich sehr froh drum, dass er mir sicher nicht geschickt hat. Ich habe es schon mal hergezeigt. Das hier ist neu. Das schaut jetzt teilweise, weil da schon wieder grün, da war normalerweise, ist da irgendwas grün. Oh, das ist eine gute Seite, da ist nichts grün, außer ein Nepo-Muckel, ein Nepo seine Haare, die sind grün, die werden ein bisschen ausblendet. Was ist das hier? Oh, da ist noch Aufkleber drin, pass auf. Kriegst du immer bei jeder Bestellung, kriegst du Aufkleber mit und teilweise Poster und was weiß ich, was alles für ein Scheißdreck. Und ich weiß, jedes Mal wieder, wenn ich das jetzt sage, frage ich mich, Kruzifix, wie kann sich das rentieren, das gibt's nicht! Das hier ist neu. Das ist ein Schuber. Das ist richtig massiv, das Ding, und richtig hochwertig. Und fucking endlich kann ich meine wie der man das jetzt am geschickt hat, dass man es sagt, kann ich meine verdammten Heftel backeln? Und da drin verstauen. Ich weiß nicht, wie viel das reingingen, aber ich darf so sagen, so 10, 15 mit Gewalt, mehr, aber das tun wir lieber nicht. Und jetzt tun Sie mir den Gefallen, wenn das kein Weihnachtsgeschenk ist, mit der ersten Heftausgabe, mit der ersten zum Aufixen und mit der 19. und ein Schuber. Jetzt gehst du auf trachtman.de und kaufst den Scheiß. Da, der Wifi hat einen Linkscheiner gepostet. Einfach Trachtman, zusammengeschrieben, Tracht,
Wenn du das nicht hinkriegst zum Schreiben, dann kann ich dir nicht helfen. Man mit einem N. Und was kann man sonst noch für Fehler machen? Ohne Bindestrich und was weiß ich. Der Wifi hat da einen Link eingeschissen. Gehen Sie und besorgen Sie ein Weihnachtsgeschenk für irgendwelche Neffen, für einen selber. Wenn der Marvel Maniac nicht die komplette Ausstattung hat, dann weiß ich sowieso nicht, was mit ihm falsch läuft und überhaupt nicht sowieso. Meine Damen und Herren, an den Chris von mir vielen lieben Dank für alles, was du für mich tust. Macht seinen Shop kaputt. Du verlierst quasi ein Geld, wenn du es nicht kaufst! Da hat Königin Elsa recht. Wieso sind da noch Leute am Schreien und nicht auf Trachtmann.de? Das verstehe ich nicht. Nein, das verstehe ich nicht. Trachtmann. Ja, spreng, ich wundern das mich nicht. Momentan kein Versand nach Österreich. Was? Das habe ich nicht gewusst. Scheiße, doch, das hat er mir das gesagt. Ich weiß nicht, Chris, das tut mir leid. An alle Österreicher, oh. Oh. Chris, erklär dich selbst, was da los ist. Ab in den Chat. Erklär dich selbst, was da los ist. Österreich-Versand ist... Ich weiß, was das Problem ist. Das muss er jetzt selber sagen, ob er sagen mag, was das Problem ist oder nicht. Auf Österreichisch übersetzen, aber nicht hinliefern. Deswegen weiß ich nicht, ob die neuen Heftel nur auf Österreichisch übersetzt werden. So dann und jetzt aus Österreich. Was? Wenn die aber nach Österreich geht, bin ich sowieso dabei. Oh, Chris, sehen Sie, also aus eigener Erfahrung, Chris, kann ich sagen, in Österreich liegt das Geld. Du musst nach Österreich schicken, hilft nicht. Das hilft nicht. Da liegt das Geld auf der Hand. Du kriegst... Teilweise geben sie einem das Geld und wollen nichts dafür. Ja, tut mir leid, Verpackungsgesetz. Ah ja, dachte ich mir schon, dass es darum geht. Das heißt, Österreicher marschieren ein und holen sie es selber. Oder einen Comicladen. Kommen besuchen. Nur wenn es nicht auf Wiener Dialekt ist, glaube ich nicht. Also für mich, ich kann es nicht beurteilen, was genau ein Wiener Dialekt ist, aber weißt du selber, was es ist. So, zum letzten Mal. Hier. Achtung, falsch rum. So rum. Gehen Sie hier. Tolles Weihnachtsgeschenk. Ich mag sogar behaupten, besser als mein Weihnachtsgeschenk. Und jetzt spielen wir! Verpackungsgesetz, was? Da fragen mich schon da fragen mehrere Leute nach dem Verpackungsgesetz. Ja, das ist mal wieder so wir müssen Bürokratie abbauen. Ja genau, halt dein Maul. Halt dein Maul. So, wie sprechen wir jetzt, habe ich gehört. Auf welchem Dialekt ist denn? Vorarlbergerisch war nix. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo derjenige herkommt, der es übersetzt. So, an alle, die jetzt in der Zwischenzeit umeinander donated haben, das tut mir leid, aber ich hab's euch gesagt. Flo, merci, Geibiffi, merci, Kaiskoff, merci, merci für die Mitgliedschaft. Und jetzt fangen wir an. So schauen wir aus! Echter Wiener geht nicht unter. Das sind wieder typisch die Beefkeys und Permaban. Was? Nein. Frage kommt eigentlich noch Speziewirtschaft. HC? Nö. Kommt bestimmt von der EU. Ich weiß nicht, was herkommt. Aber das mit dem Verpackungsgesetz haben wir mir auch schon zu tun gehabt. Allgemein ist es gar nicht so super easy, Sachen nach Österreich zum Verschicken und so. Da kriegst du ab bestimmte Volumen, kriegst du da ziemlich viel Stress, dass es sich einfach nicht mehr rentiert. Das ist so richtig dumm einfach schon wieder. Das ist richtig dumm. Schnutschi! Gibt's das gibt's einen Trachtmann in der Schweiz? Chris! Wir brauchen eine Schweizer Version. Gibt's eine Schweiz? Wieso gibt's keine Schweizer Version? Verstehe ich nicht. Ich drück den Knopf, um fortzufahren. So, wo haben wir stehen bleiben? Wir spielen heute eine weitere Runde Stalker 2. Wir haben im zweiten Gebiet. Und, Stadi! Oh, ich muss wieder einen Ton ausmachen. Hoppla, falsch. So, da haben wir einen Ton. Stadi im ersten über 25 Monaten. Nix gegen meinen wunderschönen Vorarlberger Dialekt. Aber jetzt geht der Dialektstress los. Das ist der einzige Stress, der noch schlimmer ist, wie Herr Buduk das besser ist. So, drück auf weiter, schauen wir, wo wir sind. Ich habe keine Ahnung, wir haben den komischen Rucksack auf dem Krano umeinander düdelt und so weiter. Nix gegen Mudel, der ist Kult seit den 70er. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiß, wen es meinst, aber ich glaube schon. Königs, das ist wieder Monaco Franzi bei uns. Wer da was voll. Oh, jetzt habe ich kurz gemeint, ich bin der Morgan Freeman. So! Wo waren wir? Ich hab eine Woche lang nur Path of Exile gespielt, ich habe keine Ahnung von Shootern mehr. Da hab ich vorher schon. Was ist denn das? Das sind aber Pfeifegel. Schraube to your face! War ein Headshot. So, jetzt schauen wir erst einmal, ich war's Inventar, gell? Jawohl. Ah ja,
Ja, genau. Ich habe mich, hab mich noch köstlich darüber aufgeregt, warum wir mir Schrotflinten kaufen, obwohl wir dann noch nicht finden. Aber gut, was ist ja mir alles wurscht. Jetzt meine ich, mir erst einmal ein Wursti und ein Broti und dann passt das. Was haben wir da? Fridolin! Grüß dich, Chef! Hopp auf in die nächste Runde, ich freue mich schon. Fridolin, merci dir. Der Mundl ist quasi österreichisches Kulturgut, ja, verstehe. Verstehe. Muss ich mal schnell googeln, ich brauche ein Gesicht, dann weiß ich, wenn du meinst. So, die Frage ist, was der jetzt? Patch hat's keinen gegeben, das ist alles, was ich weiß. Jetzt drücken wir mal aufs Journal. Schauen wir mal, was unser Main Quest sagt. Der Preis ist heiß. Sieh dich im Labyrinth um. Schon wieder ein Labyrinth. Betritt die Ausgrabungsstätte, finde Hinweise auf den geplanten Scannerraub. Aha. Ja, dann da die sagen, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Oh, das waren noch 3 Punkte, oder nicht? Was ist da? Betritt die Ausgrabungsstätte und sieh dich im Labyrinth um. Dann würde ich fast sagen, nehmen wir mal das Labyrinth als erstes. Die Nebenquests, die hebe ich mal für Offstream auf, damit wir da ein paar Meter machen. Haben wir schon beschlossen. Wobei die nächsten Wochen sowieso, da ist mir umbalancen. Die nächsten Wochen und Monate da sowieso nicht umeinander pöbeln. Wir kommen jetzt wieder eigentlich oben. Wir haben da irgendwo auch verkraxelt, gell? Ah, da ist ganz viel Strahlung hier. Ah, Strahlung. Strahlung! Sie haben nichts gesehen. War kurzer Spaß. So, weiter mit PoE 2. Holy shit, okay, das machen wir nicht nochmal. Bürgertod, Passspur, PoE. Das war mein eigentlicher Plan gewesen. Ja, aber hat nicht funktioniert, So, Topf die erste. So, wir kommen da wieder runter! Weil ich den Weg nur weiß, wo wir wieder aufgeschlichen sind. Irgendwo in der Höhlen durch unseren Scheißdreck. Kann ich da einfach runterspringen? Passiert, wenn ich da einfach runterspringe? Nein, ich mag halt nicht wieder 14 Mal sterben. Das war so, wenn ich da jetzt schnell speichern tue und unten wieder alles macht und die ganz schnell landen, ist quasi kein Topf. Oh. Kein Topf. Nein. Ich hab da keinen Topf gesehen. Ich sehe ja nichts von Töpfen. Bonsai Messi 36 Monate. Zum Glück Messi wieder den Resub von hinten. Messi dir Kuss auf die Nuss. So, Mann, wir kommen da jetzt, das weiß doch ich nicht mehr, wie wir mit der aufgekommen haben. Bruder. Was ist denn jetzt mit dir? Du sollst das am Chrissy scheißen! Grüße aus Dänemark, gell? Geiler Wichser auf. Also aus Dänemark denken wir nichts. In Dänemark sind 50 € wie bei uns 2. Herr Köth, merci dir. Bitte Herz auf mit den fetten Donations. Herz heute mal generell auf mit Donations. Geht's zum Chris, kauft euch einen Comic. So. Ja, oder ich kann da wo. Ah. Das schaut noch wie. Bin schon drin im Loch. That's what she said. Hab schon wieder gefunden, sind wir schon wieder da. So, jetzt gehen wir in Richtung Gitarre, haben wir leck, das war mein Strafe Jump vom Feinsten, Freunde, das auch nicht. So, da können wir so springen, da brauchen wir nicht runterkraxeln, da können wir auch springen, ohne dass was feit. So, wo geht's in die Bude rein? Das war da drin. Servus, grüß Gott, schraube to your face. Ja, passt, servus. Da war Kisten, so, easy. Die Frage ist jetzt, was für Schrotflinten ist denn da besser? Die hat schon Attachments drauf, es ist quasi die gleiche, oder nicht? Wir sehen, die kostet 19,4, die kostet 7,5. Demlax Cracker. Und wenn ich die jetzt da vergleiche, hat die. Wieso hat denn die so viel Schaden? Kann ich. Jetzt behindert, oder? Ach, das ist einfach 1:1 die gleiche Waffen. Verstehe, das ist richtig. Die Demlack ist die AK, ja, steht eh hinten, AKM 74S. Und die Cracker, ich check bloß nicht ganz warum. Macht überhaupt keinen Sinn. Egal, ich kann eine Kiste. Ah, hoppla. Das wollte man nicht. Ich dachte, bis ich da jetzt wieder in der Steuerung drin bin, dabei vergeht wieder. Wie hat man gleich wieder alles ablegen? Wie hat man da gleich wieder alles umlegen können? Fallen lassen, alles nehmen, schließen kann. Ah, einfach Doppelklick, okay. Aber einen Haufen Moon haben wir herin.
Ist da irgendwo Schrotflinten-Moon? Die 5... Was ist das da? 545er? Haben wir da noch irgendwo 545er Moon rumliegen? Nö. Pistolen-Moon haben wir auch genug dabei. Wir haben eigentlich von jedem Scheiß genug dabei. Wir sollten das, was ist denn das? Alter, das M10 mal jetzt interessiert. Den haben wir gar nicht. Da haben wir ein Nesthaus Laufwerk. Was haben wir da damit denn? Weiß ich auch nicht so genau. Wenn es ist, dann verkaufen wir es später. Da kann man eigentlich einmal Safety. And again. Jeez. Hoppala, ich hab meinen Kasten verloren. Entschuldigung, mein Schableckenkasten, der gute Schableckenkasten. Ich wollte das einfach nur tun. Warte mal. Oh, da liegt noch einer hinten. Abbrechen. Ja gut, so ist. Ja, dann machen wir das so. Muss man sich jetzt durchklicken. So, nehmen wir mal ein paar weniger Granaten mit. Das nehmen wir weniger mit. Wir nehmen weniger Brot mit. Das ist schon wieder absolutes Pro-Gaming. So. Komm mal, das ist doch irgendwie. Zwei Sehen nehmen wir mit. Die scheiß PDA können wir verkaufen, hat's geheißen. Was ich mit dem soll, weiß ich auch nicht so genau. Ah, auf Steuerung kannst du das ganze stackweise umschirmen. Ja, hab schon, haben wir schon, ist schon wieder gut. Aber Brot! Das Scheißding brauchen wir auch nicht. Ich nehme das normale her, das klang, ich bin Pro-Gamer. So, jetzt kann man den Cheese da hinter der Kiste noch schnell zusammen. So, wunderbar, dann gehst du noch schnell. Ja. You got some loot? I have loot! Ich bin der Loot-Guy Number 1. Die schaut auch stabil aus da. Aber unsere, schaut denn das aus da? Naja, werden wir schon rausfinden. So, PDA, wegverkaufen, braucht kein Mensch, einen USB-Stick, ob wir den noch brauchen, das weiß ich nicht. Dann kaufen wir einen Moon dafür. Was kauft man für einen Moon? Wir kaufen die 45er, die ist aber ziemlich teuer, gell? So, weg, das ist dann mal Schrotflinten-Moon. Ist noch einer. Was kriegen wir für das scheiß PDA? 50, das ist ein totaler Kalt. Wie viel Geld haben wir? 7,5. Kaufen wir ein Seersbergel und ein Seersbergel und dann passt das. So. Hast du Arbeit? Brei nicht. Gib genug Arbeit. 80 €! So, bring back some loot. Wie schaut unser Schrotflinten aus? Die kann man da nicht nehmen, gell? Na gut, so, Schnauze halten, Abflug jetzt. Ah, Flashbang! Haben wir da Schrotflinten? Ja, die schaut gut aus, die zwirbelt. Du, die meine zwirbelt. Die hat sogar ein Magazin schon. Die hat sogar ein Magazin. Kann man sich die Attachments irgendwie anschauen? Ich kann mir bloß einfach nicht merken, wie. Vergleich Ausrüstung. Na, wie kann man das gleich wieder machen, dass man die Attachments anschaut? Irgendwie mit T oder irgendein Scheiß. Kontextmenü, abnehmen, entladen, fallen lassen. Nö. Egal! Dass mir alles nachgeladen, was da ist. Wo ist der verdammte... Ich weiß nicht, wo ich laufe. Ah, was tut denn da schon wieder piepsen? Nicht piepsen. Ja, da hat ein Armer lese, ich sag schon. Visier, schaut auch brauchbar aus, passt schon. So, wunderbar. Wie kann man... Irgendwie hat man doch T in der Hand drücken. Ach so. Ja, nein, die Attachments meine ich nicht, sondern wirklich die Waffenverbesserungen. Weil irgendwas hat das Ding drin. Ich glaube, das Magazin. Aber ist ja wurscht. So, müssen wir auf die Map schauen. Aber dann gehen wir zuerst daher. Das scheint mir genau da in die Richtung zu sein. Die Musik ist so intens, bin ich nicht gewohnt. T in Hand drücken, für Techniker, für Flix. Birger, 3 Nuancen kasiger als sonst. Ich glaube, die Krankheit heißt PoE. Was? Ich bin nicht mehr so kasig. Ist es aber auch schon jetzt mitten im Winter, da darf ich auch kasig sein. Wird gespeichert, das heißt normal nichts Gutes. Da will ich über das Ding raus. So. Wie kommen den scheiß Kompass wieder? Das sind Mods, muss zum Techniker. Ja, das habe ich gemeint, ob man das unterwegs irgendwie anschauen kann. Wie kann man einen Kompass wieder einschalten? Auf Z kann ich mir also lehnen, ja, das macht ganz viel Sinn. Q? Ja, das war das weiß ich auch noch. Spulen einladen, dann ist der Kompass bei. Ach, das ist ein Bug gewesen. Okay, gespeichert. Lassen wir nochmal rein. Drück mal kurz auf Menü, dann müsste dein Hund wieder da sein. Was für ein Hund? Jetzt sind wir beieinander. Da, 50 Meter in diese Richtung. In irgendeine... Was? Schaut gut aus. Ich höre einen Vogel. Der Autofriedhof stinkt nach Stress, ich riech's. Kann man jetzt die Bude da aufmachen? Nö.
Was ist da hinten? Da war was, ich hab's genau gesehen. Da wird Schrotflinten her. Ach du Scheiße! Okay. Was ist das für ein Ratzen? Clusterbomb! Da haben schon ein paar geflogen, ich hab schon gesehen. So, dann rest immer mit der Pistole weg. Ist das Chefratz? Halt die Meere raus, oder was ist mit dir? Ratzen wo? Alter, ich hab auch ein Kartoffel beieinander, dass es spät ist. Ja, nicht, jetzt muss ich mir... Warum haben da hinten die Vögel weggeflogen? Mach ja keinen Scheiß jetzt da, wenn jetzt da irgendein Stalker-Wichse, die heißt der Stalker hat's geheißen, gell? Da finde ich ist KI ein bisschen schwach. Ich weiß nicht, warum die einfach... Warum die... Die laufen die Grenzen nicht runter, schau hin. Das ist irgendwie... Das könnte... Bruder! Chill die Kniescheibe! RR! Restliche Ratzen! RRW! Restliche Ratzen wo? Kalt die Viecher, ja, ja. Das ist schon klar, aber die warten für ein ziemlicher Stress, wenn die Mistviecher... Und schon, wenn die laufen die Grenzen nicht aus, warum auch immer. So, Ratz wo? Da gewusst, dass ich was gesehen hab. Ja, noch nicht alle hier, ich weiß ganz genau. Gibt es den Trachtmann-Comic auch digital? Philipp der Flogger, nö. Das ist was, das darf sofort pirated werden, glaube ich. Das ist, glaube ich, so der Hauptgrund. Und dann wird kein Mensch auf diesem Planeten jemals wieder ein Heftel kaufen. Also das kann ich nur nachvollziehen. Abgesehen davon, ein Comic-Heftel ist einfach zum in der Hand halten. Die Frage ist, soll das jetzt eigentlich das Labyrinth darstellen, oder wie verstehe ich das? 500 Meter da hin. Oh, wir haben wir schon da. Ich soll das nur auskundschaften. Ich hab da schon was gesehen, so ist es nicht. Oh, da ist was drin, hä? Was ist da los? Durchsuchen, können wir nicht brauchen, können wir... Was? Scheiße. Ah, boah, leck das! Alter, ich häng fest! Ah! Bruder, chill die Kniescheibe! Alter! What the fuck, Alter? Ja, ich hab deine Grenade schon gesehen, du Arschloch, du Geschissens. Mann, die Ratzen jetzt, die kann noch mal die Typen angreifen. Da! Gestungenes Mistviech. Ja, das Scheißding wackelt wie ein Arschloch! Müssen wir doch was in Recoil investieren. Waffen entladen. Entschuldigung, ich hab keine Zeit zum Entladen gehabt. Super heftig, People, wo? Den Rest ficke mit der Schrotflinten! Was ist schon wieder, oder was? Ficke die mit der Schrotflinten, du Mistvieh! Grüezi, fix nochmal. Die ganze Scheiße brauchen wir sowieso nicht. Kann man die kann man doch irgendwie halten. Entladen. Nehmen wir mit. Ah, looten ist einfach immer gut. Nehmen wir mit. Entladen. Wunderschön. Dann nehmen wir noch irgendwelche Viecher. Das machen wir jetzt aber so. Ich hör's doch umeinander springen, das kleine Mistviech. Wo ist denn? Bus drin. Das ist mir wurscht.
Ist mir wurscht. Da haben wir jemanden in die Fresse geschossen. Je, entladen. Verband nehmen wir mit. Was haben wir da? AKM, können wir nicht brauchen. Da liegt was umeinander. Da haben wir einen G. Also Brot brauchen wir eigentlich auch nicht. Wo sind seine Waffen? Aufheben, durchsuchen. Waffen sehe ich hier nicht. Ein PDA, Quest PDA. PDA eines Varan-Banditen. Achtung, zuhören. The info is solid. Go to the mark. Tomorrow I'll be waiting at the factory for the results. Markierte Stelle. Aha. So, was haben wir da alles? Raus damit, raus. Da ist eh immer bloß ein. Finde Hinweise auf den geplanten Scanner. Betritt die Ausgrabungsstelle. Das müssen wir zum anderen Eck kommen wahrscheinlich. Haben wir noch mehrere erschossen? Ich glaube, dass mir wurscht ist. Haben wir schon, gell? Ein Pakt mit dem Teufel. Begib dich zum Kraftwerk. Was? Okay. Die Leute schreien nach Liken. Haben wir immer noch keine Likes auf dem Video, oder was? Hat der letzte Tote gerade wirklich Vollpfosten geheißen? Stefan, das kann gut sein, ja, die haben alle so komische Namen. Da ist Vollpfosten eigentlich noch... der heißt Kapuze, der heißt Schießprügel. So, da müssen wir reinschauen. Ja, da bin ich kurz unterbrochen worden. Na, was haben wir da noch? Oh, eine Uzi haben wir noch keine, gell? Eine Uzi haben wir noch keine. Da kann man dann nämlich die 9 mm... Ja, die nehmen wir mal mit. Die nehmen wir mal mit. Wegen einer Brot und einer Wurst, die eine gesehen mit. Und dann nehmen wir das Ding dann mit. Ja, da ist Strahlung, ich hab's schon gesehen. Was haben wir da? Bruder! Finally! Irgendwas, wo uns nicht permanent Strahlung gibt. Kann ich das da einschieben? Ha! Strahlungsschutz! Ist zwar schwach, aber es ist das erste Ding, das uns nicht fickt, währenddessen wir gerade mal unterwegs sind. Ist das so? Ist da sonst noch was versteckt da drin? Da schreckt mir wegen, du scheiß Plastiktüten. Fuck off. Für die Uzi hast du ein erweitertes Magazin in deiner Kiste. Ach, das ist ein M10. Ist das ein M10? Moment. Tatsächlich! Ha! Uzi können wir brauchen. Wo gehört denn die Uzi hin? Ist die zufällig, hat die Platz im Pistolenslot? Aha! Bruder! Ja, Schluss mit Infiltrieren auf leise. Jetzt gehen wir. Vogel! So, passt. Was sagt Map? Uzi. Achso, jetzt muss ich da gar nicht mehr her, oder was? Und das andere Ding da. Naja, gut. Dann gehen wir zur Fabrikanlage oben. Da haben wir ja schon mitgekommen, oder nicht? Na, ist mir wurscht. Da gehen wir mir rein, da schauen wir mal nach, was da los ist. Aber jetzt lesen wir erst einmal, was überhaupt passiert ist. Begib dich zum Kraftwerk. Dank Diodes Hinweis habe ich Nestors persönliche Notizen gefunden und den gesamten Scannerraub aufgedeckt. Es ist eindeutig, dass Varans Männer hinter dem Angriff auf die Kuriere des Bosses stecken. Wer ist denn der Varan, gleich wieder? Oder Varans Männer. Ich muss wohl zum Kraftwerk zurückkehren und den Banditen ein paar unbequeme Fragen stellen. Auf gut Deutsch gesagt, ich muss ihnen alle sauber in die Fresse ballern. Das ist übrigens... Zweites Artefakt. Was? Wo ist der zweite Artefakt? Da ist nur ein zweites Artefakt drin. Ah! Und jetzt darf mich schon... Spitz! Sag mal, hat sie sich ganz dicht? Schieb mal dein Knierschein da um! Spitz, du weh! Ja, Alter! Der Schwierigkeitsgrad von dem Spey. Alter, Kim! Bruder, was ist denn... Warum hatten da eigentlich alle auf Crack? Fuck off, die Sex heute auch nicht. Und dann kommen sie mit einem Pimmelhut da ums Eck mit 3 und 4 Schuss, glaubst du, spitzt? Wo ist dein Waffen? Wo ist dein Waffen? Da liegt's. Und ballern mir mit der AKM einen in die Fresse, dass du einen Vogel kriegst. Was
So ein Scheißdreck. Wichser! Wie der dritte, den hab ich da irgendwo in die Fresse geschossen. Ja, und dann in die Stauern verstecken. Jeez. Hat's ja bitte nötig. Wo ist deine Waffen? Die finde ich nicht. Leck mir am Arsch, geht's. So, speichern ist mal. Kruzifix nochmal. So, zurück zur Schwachstelle des Spiels. Ich finde, man muss echt lang da durch die Pampa laufen, bevor irgendwas passiert. Das ist so eine so mit Schnellreisepunkte von ein paar verteilt, strategisch verteilte POIs. Nix da laufen wir nicht rein. Das ist nichts für mich. Was? Gondeln wir uns mal ein Energy ein, damit wir schnell laufen können. Und vor allem, ich finde, der Energy, ihr seht ja meine Lebensleisten da unter mir, der macht mir jetzt auch nicht, der lässt mir jetzt auch nicht unendlich lang. Und mir da schon da, möchtest du sagen. Ist das Fabrikgelände? Ewig lang sprinten. Was ist denn das eigentlich? Geil? Super Mario? Was ist denn das eigentlich für geiler Scheiß schon wieder? So, da ist ein Anomaly. Ich seh's genau. Ich seh's ganz genau. 170 Meter in diese Richtung. Da tut schon wieder irgendwas komisch. Da ist schon wieder. Ja, der Schwierigkeitsgrad alt wirst. Für 90% da herin klang's noch. Aber ja, in Shooter habe ich nachlassen. Ganz massiv sogar. Ganz massiv sogar. Ich habe früher auch ganz anders gespielt. Ich liege nicht nur mit dem Handgelenk auf, sondern ich habe mir immer meinen ganzen Ohr. Probieren wir es mal. Vielleicht kickt dann Muscle Memory. Ich lege normalerweise nämlich immer meinen ganzen Unterarm auf und dann habe ich da ein bisschen mehr Control, if you know what I mean. Das soll ich eigentlich schon lange mal wieder tun. Normalerweise sitze ich ja immer schräg am Tisch beim Shooter. Immer. Ja, wie ein Pro-Gamer halt normal am Tisch sitzt. Speichert man mal, bevor wir die Scheiße nochmal laufen müssen. So, haben wir mir dieses Fabrikgelände da nicht schon ausgerannt? You're on Varan's turf now, loner. If you don't know who that is, you're about to find out. Here's a free tip. Varan doesn't like to be disturbed. Okay, das war eine klare Warnung. Steht da jemand um? So sieht es so. Aha, wie viele Kugeln frisst denn so mein Freund? Der hat gerade einen Headshot gefressen und läuft trotzdem weiter. Ich hör's sogar, weil es so komisch knackst. Fucking finally. Da war's doch letzte Woche, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. So, kannst du den Varan übrigens gleich mehr ausrechnen, soll sie Fotzen halten. So, wie infiltrieren wir die Bumsbude da jetzt? Ich weiß gar nicht so genau, wo wir hin will. Gehen wir mit da. Beschaffe Informationen von Varan. Was haben wir da so? Wir haben zusammen, glaube ich, ist ein Wasser. Wasser schaut nicht. Jetzt haben wir wieder beim Schienerteil, beim Klump durchsuchen. Ist da was drin? Nö. Ich habe das Gefühl, das wird jetzt eine richtig kreiselige Ballerei da. Mir kann man natürlich auch mal auf den Turm aufschauen, wo der Typ gestanden ist, weil das hat... Ja, Kim, Alter. Ja, Kim, das ist halt einfach ein Scheiß. Das ist halt einfach ein Scheiß, dass die auf 8 Kilometer treffen, die Wichser. Und keinen Damage kassieren. I'm hiding here, ja, ich sag dir, du Vollidiot. Alter, das Ding zielt umeinander wie ein Arschloch.
Und jedes Mal, wenn ich 1 Sekunde meinen Schädel raushalte, habe ich sofort eine Kugel in der Fresse. Die fressen halt auch Headshots und schießen weiter. Mann, das ist ein Schatten, Alter. Wie kann man so sauber um den Kopf rundum schießen? Das kann ich dir schon sagen. Indem, dass der Recoil von der Scheißwaffen nicht nach oben zielt, so wie ich es mein Leben lang gewohnt bin, sondern ja, auf die Entfernung wundert mich das jetzt bei der Schrotflinte nicht, aber gut. Ist ja wurscht. Aber es schaut schon wieder nach jeder Menge Stress aus, da. War jetzt da ein Gegner oder nicht? Keine 5 Sekunden irgendwo stehen, ohne dass der ein paar Granaten in die Fresse wirft. Okay, chill. Die Kisten sind alle ganz toll! Ich sag dir jetzt was, ich möchte es ausprobieren. Man kann nicht speichern. Ich möchte ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn man die Schwierigkeit abstellt. Weil dieser Witz ist, wenn ich einmal ums Eck gehe, sofort eine Kugel in der Fresse habe und halber hin bin. Kann man das da überhaupt? Schwierigkeitsgrad. Es ist wirklich, es ist fucking embarrassing, dass ich auf Anfänger stehen muss. Haben wir jetzt soweit? Ist der Zeitpunkt jetzt gekommen, ja? Schauen wir mal, was passiert. Wo ist jetzt meine Waffen nicht? Warum haben wir denn jetzt meine Waffen weggesteckt? Im normalen Modus war ich schon lang hin. Fühlt sich sofort 100 Mal besser an. Oh, Granaten. Die hab ich gerade noch posten gehört. Schäm dich nicht, die Spur auf Anfang ist wesentlich stressfrei. Ja, es ist ja nur Stress. Es ist einen Typen killen, einen Cheese fressen. Da kannst du so gut spielen, wie du willst. Braucht mir keiner verzeihen, dass es irgendjemand anderer hinkriegt. Oh, das war mein Programmer-Headshot in die Fresse. Oh, tust du mir den Scheiß her.
Nehmen. Alles. Schrotflinten her, nachladen und dann fickt man die scheiß Idioten da um. Fühlt sich sehr viel befriedigender als. Kackfrise. Ich hab schon wieder Granaten! Kruzifix! Ich seh nix. Wo kommst du her? Lampe aus bringt gar nichts, macht keinen Unterschied. Das haben wir letztes Mal schon ausprobiert. So, haben wir jetzt alle über den Haufen genutzt, ja? Haben wir's? Himmelherrgott. Bin auch runter auf leicht, mittel ist nichts zum Entspannen und Sonne genießen und das sind noch die Kindergartengegner. Ja, das denke ich mir schon. Es ist aber auch, also für die, ich habe lang genug solche Spiele gespielt. Das ist sauberz krass. Also das ist, ich meine, wer das so spielen mag, kann das gerne tun, aber das ist auch so eine kleine, ich mag jetzt nicht das Spiel schlecht reden, es ist nämlich nicht schlecht, überhaupt nicht. Aber die KI ist sauberz krass. Du kriegst sauberz viel Schaden, die treffen sauberz gut, du schaust 1 Sekunde vom Eckführer und hast sofort einen Aimbot in der Fresse. Und du. Nein, was? Wo kommt jetzt das Ding hier? Nimm immer mal eine gelbe Waffe mit, dass du was zum Verkaufen hast. Wo kommt denn das Ding her? Von da? Haben wir da hin, wenn wir da durchfahren? Speicher mal. Ja, okay, auf schwer wird man oder auf normal wird man wahrscheinlich hin. Oh Gott, wo muss ich denn hin? Wo geht's denn da wieder runter? Oh, das können wir gut brauchen. So. Magst du weggehen von mir? Ich springe jetzt da so rum. Oh, shit. Ja. Okay, Fall-Damage ist insane. Wir bewegen uns am Questmarker noch. Ich krieg einen Vogel, Alter. Ich krieg einen Vogel! Aber so spät ist es schon 100-mal angenehmer. Und fühlt sich nicht so unfair an. Einfach. Das ist einfach alles. Du musst das Artefakt aus einem Anzug nehmen, dann verfolgt dir das Ding nicht mehr. Was? Wie sollte man da drauf kommen? Also kann ich da nicht umwolten schon wieder. Wieso kann ich da nirgendwo umwolten? Das ist die unüberwindbare. Dann nehmen wir mal das Ding raus. Vielleicht können wir dann besser durch. Aus der Höhe kannst du froh sein, dass du nicht verrückt bist. Ich hab mir jetzt eigentlich gar nicht so hoch angeschaut. Da kann ich jetzt auch nicht meine wolten. Warum nicht? Aber jetzt wieder schon. Interesting, aber mir schaut es fast so an, als müssen wir da durchgehen. Die Richtung müssen wir, da in die Halle anscheinend irgendwie um. Ah, jetzt kriegen wir schon. So, der haben wir dem anderen einmal angefallen und nehmen ein paar Waffen mit. Schauen wir mal, welche das da gut ist. Die ist nicht mehr gut. Das sind doch die Daisy-Wände, lul. Schon ein wenig, ja. Mal schauen. So, aber Oberspringen ist offensichtlich keine gute Idee, haben wir gerade gelernt. Egal, hat keiner gesehen, nehmen wir einen Verband. Hat keiner gesehen. Oh no. Ich hab geschissene Hund. Halten wir uns einmal vor. Waffe entladen habe ich vorher schon gemacht, wie ich vorbeigegangen bin. Ja, gehen wir einfach mal, gehen wir unsere Sache noch.
Gehen wir unserer Sache nach, damit nichts passiert. So, ist jetzt auch noch irgendeine Chernobyl-Scheißerin. Ja, da waren wir doch schon. 7, 8, 5 Meter da. Haben wir mir einen Waran erschossen. Ha! Bitch! Wieso kämpfen deine Leute noch weiter, wenn ich die schon... Schlüssel? Was für ein Schlüssel ist das? Metallener Schlüssel. Und dann haben wir PDA. Achtung, zählen. Ich habe die Informationen. Wieso spielt jetzt da nichts ab? Müssen wir uns so hin. Notizen, Tagebuch, Notizen. Gespräch zwischen Waran und Nestor. Ich lese jetzt Namen nicht vor, sonst ist es jetzt ein bisschen behindert da. Was zur Hölle, Nestor? Was ist denn los? Wir wollten gestern mal deinen bescheuerten Scanner ausprobieren und ein paar Hurensöhne haben meine Männer überfallen. Wer denn? Sie sahen aus wie Einzelgänger, aber irgendwas war komisch. Eisen glaubt. Die Leute so komische Namen haben, das ist ein bisschen schwierig. Eisen glaubt, dass sie nicht aus der Gegend sind. Wir haben einen von ihnen auf einen kleinen Plausch eingeladen. Ich weiß wirklich nichts darüber, Waran. Nestor, du elender Hurensohn. Meine Männer haben deinen Scanner auseinandergenommen. Willst du mich etwa verarschen? Das Teil ist Schrott. Wolltest du, dass diese Halsabschneider das Chemiewerk übernehmen? Waran scheinst du schwer beschäftigt zu sein. Auch egal, wir klären die Sache von Angesicht zu Angesicht. Tja, Waran, ist wohl nicht so gut gelaufen. Stefan, 72 Monate, Gottverdammter Geschubster. Kuss auf die Nuss, 6 Jahre. Geil, wenn die YouTube-App die Stream-Benachrichtigung um 20.48 Uhr schickt. Herzlichen Glückwunsch. Steff, merci. Kustel mich, merci für den Zwickel. Herr Köth, nochmal merci für, Sie wissen schon. Ihr Gottverdammten Irren. So, die Frage ist, wo wir jetzt hin müssen. Es ist schon wieder stockfinster, ich mag doch nicht mehr sein. Nur 60 Meter in diese Richtung. Und möchtest wetten, dass ich durch diese Scheiße durch muss? Gib mir doch Brief und Siegel. Oder finde ich jetzt da meinen Scanner-Schrott? In der Bumsbude da drin. Scanner-Schrott, wo? Da haben wir noch ein paar Leute zum Ausräumen. Also wie geht? Mit, Knarre können wir nicht brauchen. Bread! Pitbread! Den haben wir schon ausgeglaubt. 15 Meter, müssen wir vielleicht oben? Oder ist es im Laster drin? Schauen wir in den Laster rein, das Ding steht nicht so gaudi da. Da war drin! Also Schund! Dann gehen wir mal oben. Was haben wir da? Blauer Cheese. Schauen wir mal schnell ob die Waffen... Oh, die ist noch gut schon hin. Was zu... Aha! Metallene Schlüssel hat gerät. Da. Nestor und Waran! Das war eine gute Waffe, aber ist leider rot. Also die habe ich eh schon. Die habe. Was kann das? Wärmeschutz, Verletzungsschutz, Ökologen. Was haben wir? Wir haben den Ökologenanzug. Der hat halt viel Strahlenschutz. Das ist schon ganz nett, aber ganz ehrlich. Braucht man nicht mehr so viel Verletzungsschutz, merke ich, schau hin, was wir schon wieder gefunden haben. Nehmen wir mit, haben wir immer noch genug Dings und dann haben wir noch ein ungewöhnlicher PDA. Easy. Was haben wir da gefunden, bitte, danke. Wieso nehme ich die Rüstung nicht, bin ich voll Depp. Die sind ein Haufen Geld wert. Haufen Geld wert! Kannst du nicht einfach liegen lassen, du! Kannst du nicht einfach, was ist? Haben wir zum Looten gehen. Verlasse das Kraftwerk. Ja, ich mag schon lesen, was in dem PDA drin steht. Was ist los? Verlasse das Kraftwerk. Notizen. Gespräch zwischen... Was haben wir jetzt da aufgeklappt? Wieso gibt es da keine neue Nachricht? War das eine... Was ist denn das? Verlasse das Kraftwerk, was? Wieso kann ich da jetzt nichts lesen? Jetzt warte mal. Wir haben doch da jetzt ein PDA aufgeklappt. Das zerbrochene. Das da. Ungewöhnlicher PDA. Ein ungewöhnlicher PDA. Ganz anders als die Standardausrüstung des Stalker. Sein früherer Besitzer hat nach Scannern gesucht und ist letztlich den Banditen von Waran in die Hände gefallen. Genau wie sein PDA. Ungewöhnlicher PDA. Was er macht. Haben wir dann da irgendwo ungewöhnliche Dinge? Nein, haben wir nicht. Ja, das kann jetzt alles gewesen sein, gell? Oben beim Questmarker ist immer ein Pfeil nach oben oder unten, dass du weißt, wo du hin musst. Ich hab's mir die ganze Zeit schon gedacht, dass der Pfeil genau das bedeutet. Also ist es über mir oder unter mir. Ich hab's mir die ganze Zeit schon gedacht, um ehrlich zu sein. Warum gehen die dir jetzt da von der Lore zu? Mit der Scheiße braucht's mir nicht anfangen. Ich sag das gleich schon.
Schauen wir da noch mal rundum, ob wir irgendwo Munition vergessen haben oder so. Ja, Essenszeug haben wir echt genug. Braucht kein Mensch. In dem Lager da drin, da hätte es auch mehrere Sachen geben können. So gut wie es bewacht war. Und gehen wir wieder. Ich weiß es nicht, verlasse das Kraftwerk. In was für Richtung gehen wir? In was für Richtung gehen wir? Gehen wir mal Richtung Norden. Gehen wir da raus. Da gehen wir raus. Das ist alles Sachen, ist nichts für uns. Wo sind wir? Da sind wir. Diese Richtung. Passt schon. Was haben wir da noch? Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Wurscht, den nehmen wir mit. Oh, es ist wirklich pitch black, gell? Pitch black. Geh mir auf den Steg auf, ja. Was für ein Steg? Ich weiß nicht, was die Elsa meint. Was ich noch gern tue, ist auf den Wachturm aufgegangen. Ob ich Hundbein gehört? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Jetzt verlassen wir erstmal das Kraftwerk und schauen wir, was dann passiert. So, Kraftwerk verlassen. Skiff, come in. Dial here. The diggers told me you've got into some trouble with Varad. Get your ass over here. I want to see what you found. The fuck is happening? Ich hab einen Helikopter! But wo? Fliegt der ohne Licht? Da ist er! Wieso fliegt der ohne Licht? 300 Meter diese Richtung. Kriegen wir hin. Was tut denn der? Soll ich zum Helikopter? Der ist ja nicht so gaudi da. Haben wir ihn da gefunden? Haben wir da eine Höhle gefunden? Oh, Höhle gefunden. Da ist ein armer, verwesender Stalker. Haben wir da was gefunden, möchte ich sagen. Und dann finde ich so eine random Höhle mit einer, ah ja, wenigstens eine Munition drin. Muss jetzt aber die krasseste Munition auf der ganzen Welt sein. Oh, ist nicht. Ah, interessant. Und da ist sie? Nö. Na gut. Naja gut, dann halt nicht. Energy eingeschissen, damit wir wieder laufen können. Müssen wir überhaupt hin? Wieder in die Base zurück, oder was? Müssen wir einmal ein paar Meter machen, ja? Pimmeln wir da über ewig und 3 Tage umeinander? Das ist ein Wahnsinn. Habt ihr eigentlich gewusst, dass wir uns am Freitag wiedersehen um 20 Uhr mit Path of Exile 2? Also ihr könnt euch gleich mal, weiß ich nicht, 2, 3 Red Bulls und 20er Nuggets herrichten. Verdammt, jetzt mag ich 20er Nuggets. Goddammit! Was ist denn da jetzt los? Da schaut's nach Stress aus, hä? Ich tue mir das lieber weg. What's going on? Are you taking over the slag heap? Was ist da los? The ward asks the questions around here. The rest of you just smile and nod, or keep your mouths shut. About face, stalker. Weiß jetzt nicht, was uns das sagen soll, aber ich geh jetzt einfach mal. Ich werde es mir schon nicht erschießen. Ich speichere mir lieber. So. Und wieder rein in die... Any suspicious activity may result in immediate termination. Suspicious Activity, du bist nur verdächtig und wirst sofort hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Das hört sich sehr einladend an. Time for the slag heap. The kingpins won't be happy if the Das hört sich sehr vielversprechend an. So, jetzt würde ich gerne erst einmal mein Klumpen ausräumen. Kenne mich schon wieder nicht mehr aus. Da waren wir doch vorher nicht. Wie bist denn du? Nestor picked the wrong time to piss off. Didn't leave anyone in charge either. Chapa Brumbeer heißt der. Ich bin jetzt komplett lost, oder? Irgendwas ist doch da jetzt No anders. stalkers allowed. Keine Stalker erlaubt. Bin im falschen Gebäude, sag ich das richtig. Wo ist denn... Das ist doch der Haupteingang, oder nicht? Oder bin ich behindert? Dann ist... Hä? Wo sind die scheiß Kisten? Ich bin jetzt komplett laut. Na, da. Oh mein. So, jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen Schund. Erst einmal alle Schund verkauft!
Weg mit dem Schund, weg mit dem Schund! Sollen wir uns die Rüstung noch behalten? Ich weiß auch nicht. Ja, weg mit dem Schund, kaufen wir uns 5 neue. Weg mit dem Schund. PDAs können wir verkaufen. Die Quest PDAs können wir nicht verkaufen. Das passt. Wie viel kriegen wir da dafür? 10.000! Was ist denn das, so viel Geld wert? Die Rüstung, hä? Von was kriegen wir mir da? 10.000? 51, 100? Jetzt 500, 1000, 7000. Die Rüstung ist so wert. Weg mit dem Schund, braucht kein Mensch. Ja, schau, dass du lang gewinnst, bitte. So. Dann. Bring back some loot, Nick. Ja, was machen und das, was ich da gerade verkauft habe, die Zipfel alle haben. Glaubst du, du spinnst? So, die der wir das der wir das der wir das der wir Wie viele Schuhe haben wir da noch? Da schauen wir auch nicht mehr so gesund aus mit den AK-Schuhen. Da haben wir jetzt ordentlich braucht. Das tue ich mir jetzt bloß einmal schnell so her, damit ich mich auskenne. Das schaut alles ganz gut aus. Das Ding nehmen wir wieder rein. Unsere Waffen ist halt schon wieder halbert kaputt, Alter. Kleiner Tipp, du kannst dich drin an die Kabel am Boden orientieren. Ja, jetzt passen wir hoch. Ha! Tatsächlich. Das stimmt. Königin Elsa, feinstes Pro-Gaming. Aber diese eine Gabe, das führt ins Nichts. Jetzt müssen wir mit ihm da schmerzen. So, zuhören. Ich suche Diode. Also, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, hat diese Gruppierung da gerade diesen Punkt übernommen. I'm looking for Dio. Is he here? I figured you'd be taller. Head to the first floor. Diode's up there. I'll let him know you're here. Aha. Das heißt, wir müssen in den ersten Stock auf. Aber wo zur Hölle geht's da rein in den ersten Stock auf? Erster Stock, wo? Kann man da Luft fahren? Nein, kann man nicht. Es wird normalerweise eigentlich immer ganz gut angezeigt, wo man ja. Are you deaf or something? Keep out. Ich weiß, wenn es ein dummes Maler ist. Ich so, ja, was soll das Geheimnis Krämerei? I'm looking for Dio. The guard at the workshop told me he's here. Name? Skiff. Kackfrisur Babta. Oh, haben wir ein bisschen Dialogprobleme. Alright, go ahead. Der Dialog scheint ein bisschen zu hängen, warum auch immer. Your equipment, Professor, not at Circa. So, erst. Out there in the... Katzin, bin ich wegen der Schrucke. Au! Au! Und das wieder für Wichser. Who the hell are you? Wieder der hat einen Skin auf sein Auge. Der muss krass sein. Decided to play soldier with me? Nitro and I were just discussing a certain puzzle we found in the zone. But we can't quite seem to get all the pieces to fit. Maybe you can figure it out. War jemand beim Bund? Flext man da mit Waffen auseinander wieder zusammenbauen? Ist das der übliche Military Flex oder? Aber cool gemacht. Good. Only I can't decide if you're... Colonel, if I may. It's Was zur Hölle passiert denn jetzt dann? I need all of us to understand the urgency of the situation, given the extreme importance of our mission. That goes for you too, Skiff. I hear you've managed to activate one of our devices. The Institute's most valuable invention. Diode said you asked him some questions about the scanner. You got it to work at the old bridge, didn't you? And the artifact? There was a faded artifact in the scanner. What happened to it? Tell us what you need to know, and you can take the gun. Das habe ich meinen Arsch eingestorben, seitdem leicht so komisch beim Scheißen. I was attacked, just like your men. The scanner was stolen. And I'm looking for the scumbags who took it.
Good. Okay. Maybe you know something I don't. Help me find those bastards, Skiff. Den ungewöhnlichen PDA zeigen, den ungewöhnlichen PDA nicht zeigen. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich mich mit denen gut stellen will oder kann, besser gesagt. Ich darf gerne, aber ob ich kann, also vielleicht haben wir dann Zugriff auf Military-Ausrüstung und so einen Scheiß. Ich zeige ihm. Ich mach mir einen guten. Ich mach einen auf guten. Something similar happened to Varan, a bandit from garbage. Es schiebt sich eine Umfrage sonst wie. Another goddamn scanner? Why are there bandits running around garbage with your precious invention? Der Glatzenmann ist ziemlich wütend. Brookie und Lenny, mir ist wie ein Risser. There are more scanners in the zone than there are fucking stalkers. I don't know Well, I about don't that. know if Whoa, whoa, guys. Varan's men were attacked. But one of the attackers had this. Holy shit. A monolith PDA. Now I can find Trotz, mir ist wieder entwickelt. Die AK darfst du noch mitnehmen, nicht vergessen. Ah, okay. Dann hab ich auch einen Skin auf meiner AK, das ist gut. Das ist gut. Das ist eine gute. Ja, aber dann wieder kein Zielführer mehr, treffe ich noch weniger. No, 3. Kaufen wir uns, They're kaufen wir pretty uns. heavily armed. Colonel! Where are they getting their equipment? Give me the radio. Zotov, come in. The scanner and the artifact out there in the hands of lunatics, among the mud and the toxic waste. Colonel, What? please. What if the scanner gets damaged in the fighting? These are not stalkers, but former monolithians. No, this is out of the question. I can't bear to think about it. Maybe we should send some neutral person to the island. Someone who's already helped you. I mean us. Come on. Think about the risk. We could lose the very thing we've been striving to obtain. Colonel, this is Zotov. I don't copy. Please repeat. Over. Colonel. Just checking in. Over and out. Thank you. Unfortunately, I haven't had a chance to introduce myself. Cutscenes sind gut gemacht, My finde ich. name is Dmitro Dallin, and I'm the head of Circa. A temple of science, a haven for geniuses, a place where the Holy Grail is not sought, but invented. Leichter Anflug von Grüßenhorn, hä? Greatest achievement. But right now, all that really matters is the revived artifact at the heart of it. If you get it back, our dream can become a reality. Mankind will be transformed. We'll open the way for future technology. And it will all be thanks to you. Thanks to your courage and dedication to progress. You'll be leading the way. The brink of a new scientific era. That's wonderful, man. But I'm here because the anomaly burned down my home on the mainland, and someone's gotta pay for it. This cannot be. But it did. Another of your miscalculations, eh, Einstein? Skiff, head over to Wild Island and find their leader, Strider. He'll know where the gang hangs out. And if you can persuade him, he just may tell you what kind of shady business they've gone and got themselves into. I'll get you a new one. Take this. It'll come in handy if someone gives you the silent treatment. Good luck, soldier. Keep in touch. Wieso gibt man dir jetzt einfach irgendwelche Befehle? Ich speichere vorher lieber, bevor ich die jetzt klauen und mit den alle wieder zusammenschießen. Ha! Vollidioten! Moment, Licht da. Gibt's sonst noch was zum Looten, Leute? Ich brauche mehr Loot! Was ist mit der Pistole? Kriege ich nicht. Was ist denn mit dem Ding? Genauigkeit ist viel her als bei der Dämlack. Combatant. Was ist das Ding? Oder was? Na halt, stopp. Genauigkeit ist viel schlechter. Schaden ist ein bisschen her.
Wahrscheinlich ist der Genauigkeitsbalken aber auch dem Zielfernrohr geschuldet. Was der man da? Ich nehme es mal mit, aber ich glaube, ich repariere unsere. Da haben wir auch einen Haufen Module. Und ich tue mal schauen, ob man da irgendeinen Recoil-Scheiß einbauen lassen kann. Damage ist wichtiger als Schaden. Hey, Skiff! Was wollten aber alle von mir? Jetzt lassen wir doch mal zum Techniker gehen und mein Loot begutachten. I'd like a word with you. In private. Du zuckst ein wenig komisch, ich weiß nicht, was da los ist. So, jetzt muss ich aber, wo ist der Techniker? Der Techniker war da hinten oben irgendwo. War da der Techniker? Nein, das war mein Schlafplatz. Nein, dann da lang und rechts, glaube ich. Techniker oder bist du nur der Techniker? Bist du nur der Techniker? Scheiße, haben wir keinen Techniker mehr, sag ich das richtig? Verdammt nochmal. Verdammt nochmal! Verdammt nochmal. Das ist natürlich nichts. Keinen Techniker mehr haben. Na gut, dann müssen wir mit dem anderen Schmerzen helfen. Aber in Kisten gehen wir noch schnell rein. Kistige Kiste. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, wo wir waren. Himmel, Herrgott, da. Jetzt halt. Nehmen wir den scheißen Kisten. Ein Stalker verhandeln nicht mit Wächtern, wir schießen auf sie. Blätt! Ich bin so wenig in der Lore drin, dass ich nicht mehr weiß, wer Wächter sind. Und also, dass ich ein Stalker bin, das ist mir klar. Einigermaßen. Die Typen sind Wächter, oder wie verstehe ich das? Na gut, schmeißen wir mal mit dem anderen. Das ist immer so ein bisschen ein Problem, wenn ich bloß einmal in der Woche sehe, als Space, weil ich einfach den Faden verliere. Blah, 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 keep in order, blah, blah, blah. The zone is the key to the good of mankind. He doesn't give a damn about mankind or the zone, even though the world is already becoming a part of it. Don't tell him that, though. The news would crash that poor bastard. You should drop by the sawmill, Skiff. You've already seen one side of the zone. It's about time you saw the other. Believe it. You won't regret it, I promise. Here's what went down. Remember that stalker Aber quasi shut up about how the controller let him go? He went ballistic. Haben wir jetzt quasi eine Nebenquest gekriegt, oder verstehe ich das richtig, oder was? Jetzt müssen wir da hinten. Na gut, dann los geht's. Vielleicht nur mal im Journal nachlesen. Begib dich zum Sägewerk. Waran zu vertrauen war ein Grot. Ich lese draußen, weil der Typ da schon wieder seine dumme Fresse nicht halten kann. Wie laut schmatzt du? Was ist denn mit dir? Schießt ins Gesicht, du Vollidiot. Lass mich aussehen, als wir schon wieder gelangt da. Keine 5 Sekunden, wird schon wieder finster. Nein, ich glaube ja, es wird hell. Warte mal, im PDA steht die Uhrzeit, es ist 7:09 Uhr, das ist gut. Waran zu vertrauen war ein großer Fehler. Er hat mich von Anfang an verarscht und von seinen Gefangenen werde ich nichts weiter erfahren. Es gibt jedoch eine Sache, die mir weiterhelfen könnte. Der Gefangene hat einen ungewöhnlichen PDA bei sich, den die Banditen übersehen haben. Ich sollte ihn Diode zeigen. Vielleicht kann der Techniker mir ja sagen, wer in der Zone solche PDAs benutzt. Gut, wir haben uns mit dem Diode nicht treffen können, weil er tot ist. Aber gut, so, jetzt müssen wir 800 Meter in diese Richtung laufen. Are you fucking serious? Da essen wir erst einmal Broti oder Würsti und dann gehen wir Gas. Wird schon wieder finster, hell ist gut für uns. Bernie, was sei? Nein, wird nicht finster. Aber wir machen jetzt mal einen Vollsprint. Dann nochmal einen Vollsprint, bis wir leer sind. Dann haben wir unseren Energy rein und dann müssen wir jetzt die 800 Meter überbrücken. So. Eine mit dem Energy haben wir jetzt. Was haben wir denn? Hat jetzt der Energy nichts gebracht, habe ich das richtig gesehen? Herzlichen Glückwunsch, Birger. Herzlichen Glückwunsch. Saufen wir nochmal an, weil es eh wurscht ist. So. Also unterm Laufen F-Drucker für einen. Wird eh automatisch. Was, wo? Oh, ich seh die. Oh, wir haben ja straight in eine. Help me, Step Bürger, I'm stuck! Ja, was soll jetzt wieder da? An der Traum ausgegangen oder was? Dem müssen wir helfen, das hilft nicht.
Oh, Mr. Bernie, das ist noch sehr weit entfernt von Spammen, da ich sagen. Da müsste der Artefakt sein. Mr. Darksky, schauen wir gleich. Warum kommst du von allein nicht raus? Why don't you just walk out of here on your own? See, here's the thing. My teacher said I gotta work on my anomaly sense. Then I can trust my gut instead of relying on some fancy gear. So I listened to my gut and I went after an artifact. I even left my bolts at the camp. You think it worked? No fucking way, man. I spent hours searching for that damn artifact. I was tired as hell and about to turn back. That's when my anomaly sense shot the bed on me. Geh mal! Kriegen wir schon. Ich tue vorher speichern, dann fällt uns nichts. One step at a time. One step. Folgt mir nicht. Wo ist denn da? Da ist doch nichts. Ja, Alter, wenn ich die Dinger nicht sehe, woher soll ich denn dann wissen, wo was reißt? Ja, wir konnten ihm nicht. Was hast du denn dabei gehabt? Hoppala. Jetzt erzählt mir die Dinger wieder. Ja, das war jetzt schon ein wenig ein Kass, gell? Egal, suchen wir mal das Ding. Das macht doch überhaupt keinen Sinn, oder? Geh weiter zum Gebäude. Das ist doch ein Blödsinn. Das piepst doch da, nicht beim Gebäude. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die haben doch auch bei jedem woanders, oder nicht? Weißt du, auf was für ein Piepston, dass ich jetzt die ganze Zeit aufpasst habe? Alter Mal. Hoppala. Ah, das wird uns noch ein paar Cheese kosten, fürchte ich. Ja, wirst.
Mal noch einen Hinweis finden. Cheese! Schöbletgas! Schauen wir mal. Erwischt die nicht, Brody. Finden wir da irgendwas? Du musst auf den dunklen Ton achten, nicht auf den hellen. Das war mein Problem! Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wieso piepst so schnell, aber das Licht blinkt so langsam, ich kapier's nicht, was soll das wieder? Da muss doch irgendwas geben zu dem Ding da. Kann ich mir nicht vorstellen. War aber auch zu einfach, wenn es 1 Meter daneben liegt. Der Runenfaust! Hey, für was hab ich euch? Für was hab ich euch? Nimm alles mit. Herr Runenfaust! Kuss auf die Nuss, merci dir. Zeit gespart! Aber wo zur Hölle ist jetzt das scheiß Ding? Also ums Gebäude wird's nicht wirklich lauter. Ja, schnell. In der Kiste ist noch was drin oben. Ja, irgendwelche komischen kleinen Sachen. Solange keine absolute Todeswaffe nicht drin ist, ist es mir wurscht. Das habe ich nicht gesehen. Da tut sich gar nichts. Es liegt am Scanner. Jetzt. Muss schon da irgendwo sein, es gibt's nicht. Ja, Bruder, wenn das Scheißding mal eine Sekunde länger wegblendet! Kruzifix einmal! Hab nicht gewusst, dass wir da unten reingehen können. Der Rattenkönig, den haben wir gefunden. Was kann der? Strahlung, schwach, Elektrizitäts- und Blutungswiderstand. Das probieren wir jetzt aus, wenn wir das equippen, ob wir mir wieder... Wie können wir endlich was equippen, weil wir Strahlungsschutz genug haben? Ach du Scheiße, was ist denn das? Das ist schlecht für uns, oder? Ist das schlecht für uns? Ist das schlecht oder gut? Also gut ist mit Sicherheit nicht, aber ist das schlecht? Ich speichere mal. Ich gehe jetzt einfach trotzdem und schau, was passiert. Geh mal. Abflug. Abflug, weg hier. Nee, ist nicht schlecht. Okay, das wollte ich hören. Hauptsache, wir verrecken nicht. Mit dem komischen Todessturm, der da wieder herkommt. Noch nicht erst, wenn eine Emission wird, aber das wird da gesagt. Ja, das ist, wenn der andere zum Labern anfängt, gell? Scheiße, wir hätten unser verdammte... Ja, leck, unser AK ist auch fast gefickt. Alter, stehen bleiben der mal nicht, sonst schluckt uns der Blitz. Auf geht's, Vollsprint. Vollsprint.
Vollsprint! Zementfabrik, neue Region. Ich seh da keine Zementfabrik, ich seh einfach bloß Wildnis. Abflug. So. Der Energy Drink bringt nichts, wenn du nur am Laufen bist. Kruzifix. Neue Region, wilde Insel. Ah, da bespeichern, weil ich sehe mich gleich vom Blitz erschlagen werden. Hoppla. Haben wir noch 120 Meter. Was genau müssen wir da jetzt eigentlich tun? Kann man das irgendwie nicht sagen? Der Blitz wird dich nicht wirklich treffen. Das hat man aber letztes Mal gesagt. Bleib nicht stehen in die Blitzeinschlung. Da will ich mit Schopflücken her, weil unser AK fast hieß. Was ist da los? Ach, das sind die Guten. Haben wir das mir? Wo ist ein Anzug? Oh. Eine Unterlaufgranate, ne? Die nehme ich natürlich mit Handkuss. Was ist da so los? Bruder, da liegt das Zeug einfach so umeinander. Das ist echt schon klar. Was ist da herum los? Ja, beim. Oh. Muss es ausprobieren. Ah, hab ich mir schon gedacht, dass auf der zweiten Ding was rum ist. Ha! Feinstes Pro-Gaming, Kinder! So wieder dazu. Feinst vom Feinsten her. Easy. So, jetzt ist es mit Schrubb. Wo muss ich hin? Wo ist denn bei euch der Eingang, Kinder? Okay. Achso, oh, Cutscene. Bin schon stark. Gehen wir mal rein, da ist so ein Gaudi da raus, die verstehe kein Wort. Abflug. A good man is always on time for lunch. Who said I'm a good man? Richter, and the guys from the detention center. And me, Scar. Don't worry, this time you won't have to lift anything heavier than a bottle. What happened at the factory? They say, you've got to use whatever's close at hand. And there are plenty of things close at hand in the zone. Oder Brotscheißling. If you know where to look. Like a scanner. Gonna check the surroundings. Ein guter Zeitpunkt. Für Spaß. Das sag ich. I was told it was invented at the Institute. Who told you that? Darlin? Nah, kiddo. All their gadgets are just revamped Project X designs. They were found in the old labs. Project what? The Zone harbors many secrets scattered among the old bones. There were scientists here way before the Institute, even before the Zone itself came into being. Ah, so they're the ones that left us the goodies that we give to the ward. Take a seat. Cutscenes sind wirklich alle gut gemacht und das Motion Capturing und alles ist wirklich The Ward have sehr no gut desire gemacht. to conquer the Zone. They want to extend the Institute up to its borders. They want to turn the Zone into a testing ground to meet mankind's insatiable needs. Darlin says it's all for the greater good of the mainland, but what does that really mean? It's perfect as is. People come to the Zone to witness miracles. Our future is technology, and the Zone's miracles are nothing but trouble. Trouble is what comes to those who exploit the Zone. And I have a funny feeling there's more trouble to come. You bet. And forget all that crap Darlin was spouting about a bright future. Ja, der Fleisch, der andere grillt bloß ein Brot. For any of us. What do you want to achieve? Zombies! Relax. Was? This is the dark side of the Zone. But there's another. The shining side.
It's here all around us, but we cannot see it. I wonder what's out there. Eternal Spring? The Klondike of artifacts? A new home? Or our hearts, desires? But most importantly, no ward. We want the Shining Zone to reveal itself. For now, as far as we're concerned... Oh, shit. You're just a good guy. That's all I'm going to say. Or rather, I think that's all you are ready to hear. Beauty is in the eye of the beholder. Would you like some toast? I get it. You're angry. That's why you're not hungry. And couldn't care less about the troubles of others. Was ist mit seinen Augen da? Bist du drauf? Den ungewöhnlichen PDA zeigen, den ungewöhnlichen PDA nicht zeigen. Ja, wenn man dem anderen schon sagt, dann werden wir ihn mehr zeigen müssen. Sagen wir ihm. How does the ward's badge feel in your pocket, you snitch? I have a plan, and I'm sticking to it. Do I hear the Colonel speaking? I've got a mind of my own. Well, do as you please, but watch your head. Ich bin maximal verwirrt. Sollen wir anstoßen? Haben wir ein Achievement gehabt? Was war das jetzt? Was? Hä? Sometimes good people make bad choices. Wieso bei ihm Lagerfeuer drin steht? Okay, die Frage ist jetzt, wenn ich denen was klaue da, werden sie mir wahrscheinlich hauen. Ich speichere mich lieber. Oh, da kommt mir nichts auf. Von der Strahlung verändert die sehen anders aus. Ja, irgendwie, aber das ist, was war jetzt das für eine Zombie-Nummer? Was labert der Typ so? Hä? Das war eine Fraktionsentscheidung. Wow! Kein Wort verstanden, was der Typ labert! Was? Dann müssen wir nochmal da oben rein. Ich begib dich zur Basis der Zeniter. Ich kenn doch die Leute überhaupt nicht! Was labern denn die? Nach einer Begegnung mit Dr. Dallin und Narbe konnte ich herausfinden, dass der ungewöhnliche PDA, den Warrens Gefangener bei sich trug, ein Gerät ist, das eine Fraktion namens Monolith vor Jahren verwendete. So ein Monolith haben wir doch schon einmal gefunden und geholfen, oder nicht? Die Spur führt auf die wilde Insel, dem Hauptquartier von Zenith, einer Gruppe ehemaliger Monolithe. Meine Angreifer stehen irgendwie mit den Zenithern in Verbindung. Ich muss mir einen Weg dorthin bahnen und mit dem Anführer reden. Für was? Also, bin ich komplett brain AFK und ich passe nicht auf oder was weiß ich? Oder hat jetzt da gerade irgendjemand irgendwas verstanden? Was für Fraktion? Wer sind die? Wer sind, keine Ahnung, hä? Wer sind die Typen, die unsere Basis da übernommen haben? Wer ist wer, wo, warum? Hä? Also, Entschuldigung, aber da verliere ich den Faden. Das ist unangenehm. Zombies, ja, die werden lustig sagen. Ja, Zombies habe ich gesehen. Das ist das Einzige, was hängen geblieben ist. Okay, jetzt muss ich durch, aber ich check nicht mehr warum. Wer sind die Leute? Ich war ein bisschen, ich hab nicht aufgepasst. Ja. Okay, jetzt verstehe ich. Es kämen noch mehrere so Entscheidungen. Ja, aber wie soll ich denn eine Entscheidung treffen, wenn ich keinen von diesen Typen kenne? Was war... Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe grundlegend oft, und das weiß ich auch, ein Problem damit, so Geschichten zu verfolgen. Ganz speziell, wenn ich eine Woche lang nicht gespielt habe und so. Aber ich habe doch keine Ahnung, wer die Leute da sind. Ach du Scheiße, was ist denn da wieder los? Son of a bitch. It ain't coming out. Watch out. This one's a sneaky little break. Wir kippen da nicht raus. Ich speichere lieber mal und kippen noch rein. Hallo? Hallo, was ist da los? Irgendwas piepst da. Don't scare this beast. Was ist... was? Bruder, was ist das denn? Ach, das ist so ein Shadowhound!
Okay, dann müssen wir nochmal schnell rein. Ach, Kim, oder dann schießt du einen den Tax rein von den Idioten, das wollte ich jetzt nicht. Himmel, Herrgott! Ich mag die Typen nicht umbringen da. Dann gehen wir nochmal. Kann man da natürlich auch mal. Was ist das schon? Scheint noch nicht drin zu sein. Friendly Fire, Brudi. Ja, da muss man rechnen damit. Wow, das! Hammer's! Einer ist von uns gegangen. Krieg ich da jetzt was dafür, dass ich geholfen habe, oder? The beast is finally down. Now we can head back to the base with a clear conscience. Krieg ich da was dafür? I told you if we lured it out, we could handle it. Und jetzt? Jetzt friert euch, oder was ist denn jetzt? Was? Hä? Verstehe ich nicht. Nächste Sache, die ich nicht verstehe. Okay. Geh mal rein, ramm einen Schund aus. Her mit dem Schund. Und da noch was, da ist Brot, brauchen wir nicht. Da piepst manchmal irgendwas. Was piepst denn da so? Nehmen wir. Verbände haben wir gefühlt 5000. Hätten wir ein paar Sachen. Wir brauchen mal wieder Kisten, wo wir unsere Sachen wieder können. Schau mir rein. Ich hab schon reingeschaut. Also, oh. Ja, Cheese, gut, Verbände. Ja, nimm Verbände mit, weil es wurscht ist. Verbände wegen nix. Sonst ist da nichts mehr, oder was? Halt mal in dem Spiel auch mit Essen. Ich glaube nicht mit jedem. Jetzt pass auf, ich probiere es mal mit Brot. Brot? Doch. Tatsächlich, ein bisschen. Aber nicht viel. Es dauert ewig. Da musst du 15 Ranken Brot fressen, bis du dabei hast 5-mal gespimmt. Oh, da ist noch Cheese hinten, ich hab's genau gesehen. Cheese! Ja gut, dann gehen wir wieder weiter, wenn es da sonst nichts zu holen gibt. Haben wir noch 300 Meter, da müssen wir den See überqueren. Kann ich schwimmen? Oder das auf ich? Gibt man da irgendwie anders um mich? Ich probier's mit Schwimmen, ich speichere halt vorher lieber. Tu das mal weg. Oh je, nein, das ist nix. Nein, das ist nix. Nein, das ist nix. Du, wir gehen ein Red Away hier. Ich weiß schon, das ist kein Red Away, aber das ist sicher. So, wo kommen wir da hin? Wir kommen da hin. Rechts entlang, was ist denn da eigentlich? Empty, unbekanntes Gebiet, ist mir jetzt nicht wurscht. Da müssen wir rechts rum oder links rum. Rechts ist, glaube ich, kürzer. Na, dann gehen wir rechts rum. Ist das rechts rum? Ha, ist gar nicht rechts rum. Machen wir da lang. Sechs schon, dann fliegt das Zept. Ja, liegt einfach einer mit dem Speer, der Waffe da. Na, warum nicht? Speichern, damit nichts passiert. Fix an das wütende Viecher. Grütze, fix nochmal, die fickt die sogar auf leicht. Du, einen See brauchen wir nicht schwimmen, das ist nix. Oder sonst irgendwas, nö. Du musst da stehen bleiben, Energy, dann funktioniert er. Und Gas. Und Gas. Soll ich mal die Pflanzen greifen, oder hätte ich beim Vogel gekriegt. Schau. Wenn das so komisch raucht, ist da dann auch so ein komischer Hund drin. Ich speichere lieber nochmal. Heißt nichts Gutes, kann nichts Gutes heißen. Kann nichts Gutes wissen. Können wir jetzt da langsam mal auf den Weg kommen?
Die Rauchsachen heißen da auch schon wieder nichts Gutes. Das sind Anomalies, okay. Da laufen wir natürlich nicht durch, da passieren bloß wieder Unglücke. Ach du Scheiße, was, wo? Was, wo? Wer und wo? Was sind das für komische Planen? Wer und wo? Irgendwas ist wütend auf mich, was ist was? Hallo? Komm mit mir, Bro! Show some respect, Bro! Ich geh jetzt einfach mal um mich. Was sind das? Sind das da Viecher oder was ist das? Gestungene Arschlochbladern, was ist das da? Let's klatschen! Warte, was dabei? Nimm mich! So. Boom. Was? Was, wo? Wo bist denn? Das wollte ich nicht. Jetzt habe ich mich verdrückt auf meiner Super. Den kann man auch schon wieder so komisch baiten. Das ist ja geil, man sieht seine Steps durchs Wasser. Das ist cool. Outplayed, Bitch! Du Futzengrums Arschloch! Ja, der ist auch auf leicht Welten. Wir kommen jetzt da rum. Was ist jetzt mit den Seifblasen da? Au! Einfach zwei random Dudes, die greift der andere nicht an. Verbinden wir uns zweimal. Da komme ich doch wieder nicht rein ohne Strahlenscheiße, oder nicht? Oder kann ich mit den Seifenblasen da irgendwas machen? Ich springe jetzt da mal ins Wasser. Achso, man kann da gehen. Muss mir etwas sagen. Das muss mir etwas sagen. Oh ja, das ist natürlich nichts. In der Letten umeinander stapfen ist nicht. Was mit dir? Schaust nicht so gesund aus, Boy. Granaten nehmen wir mit. Die Frage ist, was die haben. Wir müssen da gar nicht her. Dann steppen wir da jetzt durch. Gehen wir wieder um. Momental. Dachte ich. Gasmaske, Alter! Ja, das ist sicher ein Haufen Geld wert. Oder besser wie unsere, die wir daheim haben. Hätte ich gesagt gehabt. So. So, immer wenn da irgendwo so ein Anomalie-Ding ist, dann weiß man. Was war das? Was war denn das jetzt wieder? Okay, scheint mit der Strahlung aber doch nicht so schlimm zu sein. Dann gehen wir oben raus und laufen wir durch. Das Game spawnt so Stalker-Gruppen immer in der Nähe von dir. Ja, das ist glaube ich schon. Also das ist jetzt auch nicht tragisch. Aber warum das Viech die anderen Stalker nicht angreift, das tut es nämlich normalerweise schon. Habe ich mir zumindest eingebeitet. Also alle Viecher greifen auch die anderen an. War das der Blitz oder wieder irgendwas geschossen auf mich? Leg mich am Arsch dann. So, rentiert es da auf zum Steigen oder nicht? Ich sag's euch, wie es ist, wir werden es rausfinden. Los! Dum, 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 dum. Ja, Alter, wie groß ist denn der Turm? Vielleicht erst gespawnt, nachdem das Viech erledigt hast, glaube ich mal. Ja gut, kann natürlich auch sein. Das mag ich. Das mag ich. Das mag ich, dass das
gewertschätzt wird, wenn ich mir da den Weg, warum drücke ich nicht einfach auf R und nimm alles? So, lieber speichern, weil ich weiß ganz genau, dass wir, wenn wir uns blöd anstellen und ich stehe mir öfter mal blöd an, da gibt es in Dark Souls 3 so einen lustigen, spitzigen Hut, wenn es da Treppen runterrutscht, dann macht sich so. Guter Witz. Ist ein guter Witz, kannst du sagen, was du möchtest. Gelbe Kanten, immer gut. Ich hab doch gesagt, dass da hinten was zerrissen hat. Was heißt, da haben doch auch schon wieder Anomalien. Oder was ist denn da wieder los? Ist überhaupt nichts los. Was ist denn jetzt? Hä? Komm ich da schon um, ja? Was ist denn das wieder? Okay, da ein Wegerl. Gehen wir den immer noch. Scheint mir gesünder. Wenn da ein Bredel umeinander liegen. Okay, was haben wir da? Aus irgendeinem Grund. Ich kann kein Russisch, aber aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, das heißt Minen. Gaswolke ist ein Jump-Helfer. Das hat ziemlich abgefallen. Das waren gute Anomalien. Also es gibt auch welche, die mich nicht umbringen. Gut, das ist eigentlich auch nur halbwegs logisch. Jetzt probieren wir mal Folgendes. Piepst zumindest nichts. So, das sind jetzt Minen. Wie machen wir das jetzt am dümmsten? Was liegt denn da für fettes Ding in der Mitte drin? Oh, da stinkt's gescheit noch. Ja, wie soll denn da reinkommen dann? Außenrum? Ich geh jetzt da einfach einmal, das hilft eh nicht. Was wie das ausschaut? Wie ein aufgespießter Urukai. Und zwar Vollgas. So, im Schrott drin werden sie den erst keine Mine nicht verdingst haben. Oh, gehen wir mal noch mehr außen. Ich mag's. Was ist da los wieder da drin? Wild Island is off limits to stalkers. Abzeichen der Aufseher. Also die Aufseher sind anscheinend die uns da übernommen haben und losschicken. Ja, gut! Schluss! Geiste, wenn du im Urlaub einfach dein Bier aus Heimat dabei hast und eine Runde dir beim Spielen zuschauen kann. Kauf mehr im Shop. Geht zum Chris in den Shop und kauf da ein. Herr Köth, Kuss auf die Nuss. Dankeschön. Schluss jetzt. Genieß deinen Urlaub. Okay, dann haben die da auch Aufseher. Sag ich das richtig? I'm working for the ward. Here's my pass. I don't really care. But Strider will want to talk to you. Go ahead. Stone, no! He's a stalker. Ich weiß nicht, wenn du den mal jetzt das schießt mit der Schruffel in die Fresse, der Kasperlkopf am Boden und... So, bist du der Strider? Du bist nicht der Strider. Gott, wo haben wir ihn jetzt wieder? Das nehme ich mir mit, das ist, wenn die Munition schon so liegen lässt, dem kann ich auch nicht helfen. Haben wir da noch was herin? Nö. Nope, das sind Zenite. Ich glaube, ich muss mir ernsthaft einmal ein Video anschauen zu der ganzen Lore in Stalker. Weil jetzt ist mir zu viel einfach. Wer ist wer, warum, weshalb. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum man den ersten Teil wahrscheinlich gespielt haben sollte. Oder gibt mit Sicherheit, da gibt es Zeniter, Monolither, bla bla, gibt es alle im ersten Teil auch. Schaut ein bisschen aus wie Weltraumfahrer. Confused Onga Bonga, ja, Herr Wulfeck, das trifft auf den Punkt. Lore, Radioaktivität goes bzzt. Ja. I hope he ain't staying here long. Ich weiß nicht, was ist da labert, aber anscheinend wissen alle, dass wir die ersten 3 Teile, ja, ich denke mir einmal, so greiselig bin ich jetzt auch nicht. Wo ist denn, was? Warum ist denn jetzt einfach der Vogel laufen? Da muss ich her, hat's geheißen. Muss ich dem jetzt nachlaufen? Ich versteh's nicht. Warum ist denn jetzt der Vogel laufen? Gustl.
Fuck you, take my money! Zeig dann noch dein POI-Zwart, schau her, wie gach du schon bist. Spiel ja Witch mit Minions. Ich spiel auch Witch mit Minions. Gehen wir schon mal. Jetzt müssen wir schon noch fertig spielen da. Das hilft jetzt gar nichts da. Irgendwo ein bisschen Action brauchen wir schon noch. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Aber wahrscheinlich ist das der Typ, der davor gelaufen ist. Herr Gustl, merci dir. 25 ist zu viel. Ich wiederhole mich nur ungern. Du bist jetzt auch einer von denen. Need to sell some gear or grab something new? Haben wir da einen You Tech? can forget about doing it here on the island. Trading's a no-go. You have to head over to Quiet. What? They real? But you didn't hear it from me. Wie geht's da? Muss jetzt ich da mit die Leute labern, oder was? Ich kann doch da umeinander traden, oder nicht? Since you're here anyway, you got any anti-rag? Hobby! I need a lot of it, and I need it right now. I'll trade you for it. The only thing I don't need here. Strahlenschutzmittel 3 Mal. Nimm, vielleicht krieg ich was Tolles. I happen to have just the right amount with me. I hope there's nothing Batterien wrong haben wir with it. gekriegt, oder was? When our doctor gets back, he'll check it out. What, you're gonna keep hanging around the island? Muscheln haben wir gekriegt. I need to Das sind talk to Artefakte, Strider. oder was? He's got his hands full as it is. There was an explosion at the toxic waste storage facility. Mini-Bild brauche ich Skilltree-Ideen. But you're Da not gibt's gonna nicht recht just viele walk Ideen. away, are you? Aber ich zeige nachher schon gern her dann. Of course not. Go talk to Dubny. He's Strider's right-hand man. You aren't getting into the storage facility until he says so. Dubny, blöd! Dubny, blöd! Okay, wir müssen mit dem Dubny schmerzen. Wahrscheinlich müssen wir für den eine Aufgabe erfüllen. Und dann lasst uns. Kann ich jetzt mit dem eigentlich handeln? Nein. Go find Dubny. Dubny. Was hab jetzt ich da alles gekriegt? Irgendwas hab ich... Das da. Was kann das? Oder was kann eigentlich das da? Blutungswiderstand, Elektrizitätsschutz. Und das scheint mir einfach nur eine Elektrizitätswiderstandsfähigkeit zu haben, oder? So, Dubny, wie schauen wir aus? Wo bist denn du? Dubny, oh, schau mal, ja. Ich kann mein Messer nicht rausziehen. Bist du der Dubny? Du bist aber eine sehr dubiose Person, aber man... Nein, bist nicht. Sag mal, wo rennen wir da umeinander? Soll ich das nachher wieder von selber finden? Das kannst du mal komplett vergessen. Was ist da los? The only one who could have done it, Faust. Got anything to say? Der Faust! You knew Strider was gonna go alone. He was not alone. I sent Foma with him. Don't try to mess with my head. This is your anger talking, brother. You seek enemies amongst your own kind, and yet there is a stranger in your midst. What the fuck? A stalker? Strider entrusted the security of this island to you. I will not get in your way. This ain't over, brother. We let you in, but that don't mean I approve of it. What do you want from us? I need to talk to Strider. And Strider's saying on dog. He's busy dealing with a problem at the storage facility, alone as usual. He told me to back off. It's too dangerous to get near the anomalies, he says. But you are a stalker, right? You wander into that trap every day, detector in hand, trading artifacts for hooch. Ever dealt with any anomalies emerging without an emission? I'm afraid I did. All right, go ahead. I sure hope you ain't lying. Das war leicht. And I don't regret trusting you. Brudi muss los. Der Gromit schreibt was Interessantes. Er weiß nicht, wie man die Muscheln verwendet. I wish you would. Ich bin mir nicht ganz sicher, was... It's a fuck ton of trouble for us. Ob du auf den Klopapierwitz anspulst? Da haben wir Batterien, Widerstandsfähigkeit, der Hochfrequenzwechselstrom, der in der Batterieleuchte verursacht bei der Berührung kleine Verbrennungen. Kann man die Sachen aussehen, aber was bringt man das? Was ist denn Widerstandsfähigkeit? Was genau bringt man das? Nimm mal lieber das da. Kann man halt wahrscheinlich auch equippen, oder? Wie jede normale, wie jetzt Artefakt. Und ein Rattenburger, wo immer keine Muscheln. Kann jetzt wieder... Dann muss ich wieder zurück aus.
Also ein Strider finden wir halt noch. Kostet es, was es will. Ah, das ist scheiße. Ja, ne, soll ich da jetzt umspringen? Da kann ich noch niemals, da bin ich noch hier, wenn ich wieder runterfalle, oder nicht? Drauf geschissen auf die 3 Muscheln, das reicht Klopapierstück, RTL hat uns gezeigt. Als das den WC-Witz noch jemand kennen, außer der Kern. Ich wollte gerade sagen, das ist ja Millionen Jahre alt. Das war schon eine Anspielung da drauf, oder? Crocodile Dundee. Ich spring jetzt da einfach einmal runter und schau, was passiert. Das schaut mich nicht so hoch, als würde ich sterben. Okay, passt. Okay, passt. Er weiß nicht, wie man die Muscheln benutzt. Lustigerweise sind es tatsächlich sogar 3. Warte mal. Okay, na, kann ich nicht aufwerfen. Leider. Oh, Notiz an Strider. Vielleicht erfahren wir da einmal was, wer der Strider ist. Notiz von Simon Dubney, das war der, mit dem wir gerade geredet haben. Hör mal, ich weiß, was dir im Kopf rumspukt und ich habe geschworen, nie wieder davon zu reden. Aber da ich ja schreibe, breche ich technisch gesehen nicht mehr ein verficktes Versprechen, oder? Faust will es wirklich wissen. Er hat heute darüber schwadroniert, dass unsere Resistenz gegen Emissionen und Giftgase abgenommen hat, weil der Monolith fort ist. Und die Leute schlucken das. Manche fangen an, ihm alles abzukaufen, Strider. Ich sehe es in ihren Augen. Auch wenn es kein totaler Schwachsinn ist, müssen wir etwas dagegen unternehmen. Das ist mir alles ein wenig... This is a bad omen, man. Real bad. Remember Richter? Strider! Strider wo? Ach du Scheiße. Jetzt ist ja ein Klump einfach überall offen und anliegen lassen, kann ich euch auch nicht helfen, Kinder. Dann kann ich euch auch nicht helfen, Kinder. Und Strider habe ich keinen gefunden, aber einen Haufen Schund. Wird mit Sicherheit noch was klingen, aber wir haben eh so viel Klump von allem. Muschels PDA. Vielleicht lernen wir da, wenn wir mit Muscheln... Dubney told me about you. Come on in. Wer hat denn das noch gerade da? Der kann nicht schneller gewinnen sein wie ich. Warum schaut sie so alle aus wie Weltraummänner? Auch interessant. How are they doing? Could be worse. Ja, das ganze Dings rundherum und so ist schon ist ziemlich geil gemacht. Da kannst du sagen, was du magst, aber es ist mir einfach ein bisschen zu viel jetzt noch zum Nachvollziehen, was zur verfickten Hölle hier los ist. Kann ich... Nix, gell? Geht schon. Geht schon. Müssen wir irgendwie da hindrehen, oder? Was ist jetzt wieder? Ist da irgendwie der Elektroscheiße oder so? Weiß ich nicht, ich nehme mal Wurst mit. Scheint mir auf der anderen Seite zu sein, hä? Warum liegt da einfach eine Granaten? Kann man das wegsprengen, meinst du? Was meinst du? Oder kann ich drüber? Herr Bämbel! Servus Birger! Hat mir im Suff das Kreuzband gerissen. Weißt du, beim Besuch passiert nichts. Gute Besserung, Entschuldigung für den Lacher. Lieg jetzt noch 3 Monate daheim! Ach, also, das Kreuzbandel. Oh mein Gott, ich hab das Wort Kreuzband so gar nicht immer im Kopf drin, dass ich wisse, wie schlimm das ist, weil ich immer nur Kreuzbandel. Da ist jeder Stream eine willkommene Abwechslung, danke dafür. Herr Bembel, ich wünsche gute Besserung. Kreuzbandel ist Zack. Das Kreuzbandel ist eine Zack-Geschichte. So, was ist mir jetzt an? Ich probiere jetzt das wegzuspringen. Mach mal da rein. Oh, die ist wieder rausgefallen. Nein. Das war knapp. Das war eine knappe Gaudi. Vielleicht kriegen wir es so hin, hä? Nochmal. Na. Kreuzbandel macht keinen Spaß, da kannst du mal Gift haben, ja. Oder wir gehen einfach in das Real ein und pümmeln mal weniger umeinander jetzt da.
Warte mal, habe ich eigentlich Granaten irgendwo auf dem Schneiding? So habe ich Granaten eigentlich nicht auf... Ah ja, da schon hier 5 haben wir Granaten. Passt Ach, 2 mehr auf 5 muss ich drücken. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Das kriegen wir schon. Die vergaßte Salami, die lasse ich da nicht liegen. Aber da müssen wir gar nicht hin. Da hinten müssen wir wahrscheinlich. Ja, was zwacken mir der Questmarker wieder für einen Schwachsinn oder ein Kruzifix? Was tut denn der Questmarker? Möchtest du mich verarschen? Is that you, Stalker? Warum konnte ich die Kisten über nicht aufmachen? Ach, da ist ein Scan. Okay. Do you know what this thing is? Strider! We'd better turn it off. Den kriegen wir ausgeschaltet, kriegen wir hin. Let's do it. Let's do it! Ich weiß zwar nicht genau wie, aber kann ich deinen Spezi erst einmal looten? Nö, sparen wir mal lieber, weil da sehe ich mich schon wieder sterben. Ich weiß nicht mehr, wie man das... Wenn ich einen Knopf trifft, geht's dann aus. Okay, das war leicht. It's off. Good. Now we can talk. Jetzt muss ich erst mal Redaway nehmen, sonst kann ich ja nicht zuhören. Oder was haben wir mir schon wieder Schund dabei eigentlich? Wo Redaway, wo? Ich hab doch eins aufgeglaubt, da ist. Ach, die Redaway ist von selber weggegangen. So. And this is... A scanner. If you activate it with no artifact present, this is what happens. Is it safe now? Yeah. Unless whoever is responsible for this comes back to finish you off. That's what happened to me. What else do I need to know? Zeigen ungewöhnliche PDA. Die Angreifer hatten diesen PDA. Deine Männer sind dafür verantwortlich. Das ist jetzt der Teil. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kapiere nicht. Ich weiß nicht, wer ist. Was für Fraktionen? Woher soll denn ich jetzt wissen, wer der Strider ist? Hä? Das sind Zenite. Wann? Was weiß ich? Gustl! Zennis! Zeit für PoE, Meister! Alle sind nur noch da. Spätling PoE! Das machen wir noch schnell fertig, da, das möchte ich jetzt noch schnell wissen. Soll ich ihm das zeigen oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich zeige es ihm einfach. Das ist für mich schwierig, jetzt wirklich schwierig nachzuvollziehen, was wir hier gerade tun. Geht's da bloß mir so? Oder haben Leute beim Spulen kapiert, was sie da gerade tun? Zeigen ihm. My attackers had a PDA like this one. Looks like some of your men are involved in this. This is indeed a piece of monolith technology. And I'll help you solve this puzzle. But first, you need to understand one thing. Noon is not monolith. We've rejected our past. Okay. We do not use our old gear. Okay. We never attack our brothers, nor do we attack stalkers. Okay. Da fragen wir jetzt mal noch. Was wollen Zenite? Was wollen Monolithe? Okay. So, what does Noon want? A future. A former monolith thrall is unlikely to survive on its own. He can't just become a stalker and accept their way of life. I tried. Until I realized I just couldn't live the way everyone else in the zone does. And that's why I brought my brothers here and formed Noon. We have our own road to walk, Loner.
Ja, Alter, what is your intention? Warum bist du kein Monolith? Was ist da bei... Hä? I'm not sure I fully understand you. So what do you think Monolith actually was? A human shield. A crime against humanity. Those who wandered too close to the secrets hidden at the center of the zone ended up brainwashed, stripped of their identity and will. This is how Monolith recruited its fighters. That control is gone now. But our memories never return. I spent a long time trying to learn more. And then I decided it was time to move on. Hat Monolith sowas wie Kinder des Atoms in Fallout? Die aus irgendeinem Grund die Zone anbeten und eigentlich gar nicht wissen, warum. Kann mir das jemand sagen? Und es ist halt wirklich schon wieder 5 nach 10. Ich tue mich da so schwer, wenn ich das Ganze rundherum nicht kenne. Und es ist ein Fallout, macht es einfach Spaß mit den Fraktionen und so, aber da ist es einfach irgendwie... Ich weiß jetzt weder, was ein Zeniter tut, noch was ein Monolither tut. Ich finde da keine Unterlagen oder so, wo man vielleicht, gut, das sind noch vielleicht 10 Seiten zum Lesen, das war mir wurscht. Da wo ich einfach sage, so, was ist, möchtest du mir jetzt am Blasen, was ist mit dir? Wo man, weißt schon, wo man halt einfach mal hergeht und sagt, was ist die Intention von Monolither? Warum haben wir uns zusammen da? Gibt es da einen Besen, der alle nur verarscht oder keine Ahnung, was wird da zu sehen? Ich weiß es nicht. Oder? I understand. Nein, ich verstehe es nicht, aber tu weiter. The force that used to control us guarded its tools jealously. There used to be a database that tracked every monolithian PDA out there. Hopefully we could take advantage of what's left of it. Talk to Professor Lodechka. He'll know what to do. Report back to me once you're done. Right now, I need to help my men. I'll let my brothers know you're no longer a stranger on this island. Aber der Thorgrim hat offensichtlich ein bisschen mehr Ahnung davon und der Flix schreibt auch was Interessantes. Jetzt pass auf. Also ich spiele momentan die alten Teile. Im ersten Teil gab es einen Hirnschmelzer, der die Zone um das AKW mit Psi-Strahlen abgeschirmt hat. Folge waren Zombies durch die Schäden und die Monolithen. Okay. Der Runenfaust schreibt, das hängt mit dem Wunschgönner zusammen, der was an vorgaukelt, was man haben will, und den haben sie angebetet. Dann schreibt der Flix nochmal, haben das geschützt. Als man den Hirnschmelzer ausgeschaltet hat, konnten alle anderen auch in die Zone zum Plündern. Also Hans, tatsächlich sowas Ähnliches wie Kinder des Atoms aus Fallout. Verstehe ich das richtig? Ich glaube da halt wirklich einmal nicht schon, dass ich mir irgendein Video anschaue, über die Fraktionen, über die Lore und so weiter, ohne Spoiler zu Stalker 2. Das war irgendwie notwendig, weil das reißt mich, so gut das Spiel ist, um Gottes Willen, also keinen Ton gegen dieses Spiel. Gameplay ist geil, ich muss es leider zugeben, irgendwo schäme ich mich auch, aber irgendwo auch nicht, weil Spiele halt da zum Spaß machen. Auf Anfänger macht so viel mehr Spaß, weil es nicht um Decken schaust, dann kriegst du sofort dann in die Fresse, musst dich wieder eine Viertelstunde lang verbinden. Das ist einfach nur nervig. Das ist auch der einzige, glaube ich, größere Kritikpunkt, den ich habe, dass die KI aber krass ist und unfair ist einfach. Und ansonsten, dass mir eben sowas da aus dieser Geschichte da rausreißt. Weil ich gerade seit einer Stunde nicht mehr weiß, was wir zur Hölle mit mir da tun. Wer sind die Leute? Der eine schickt mir zu dem, der andere zu dem. Hä? Ja, PoE, wann und Umfrage. Der Flix schreibt noch was. Teil 1 war das Ziel der Wunschgönner. Wie ein Wunschbrunnen, den die Monolithen angehimmelt haben, und je nachdem, wie du gespielt hast, gab es ein anderes Ende. Und die Monolithen haben den geschützt für, okay. Aber der Wunschbrunnen war ja nicht echt, oder? Das ist ja das Lustige, auch in Fallout wieder gleich mal, weil leider irgendeine Scheiße, die überhaupt nicht weiß. Und alle haben einen Vollschlag. Und der Hirnschmelzer hat den Zugang unmöglich gemacht, bis man den abgeschaltet hat. Dafür ein Schwierigkeitsgrad da, dass er jeder spielen kann, dass es ihm Spaß macht.
ist richtig. Und bei sowas enjoy ich einfach lieber als Exploren und in den einzelnen Points of Interest umeinander looten, ab und zu mal ein Encounter und schießen und Dinge, aber alles ausgeglichen so. Und eine gute Story durch das ganze Gebiet durch. Aber der Teil jetzt da, die letzte Stunde, 1,5 Stunden, reißt mich dermaßen raus, weil ich nicht kapiere, was passiert. Jetzt müssen wir wieder mit Spring mit Lotoch gehabt. Wer war der Strider? Wer ist der andere? Wer war der Faust? Wer war... Hä? Und das ist zu viel. Jetzt speichern wir mal einen neuen Spielstand. Jetzt sind wir da seit 10,5 Stunden in-game. Und das kann ich auch nicht drauf schirmen, dass ich seit einer Woche nicht mehr gespielt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das reißt mir jetzt einfach komplett raus. Irgendwie. Der Mark schreibt, also soweit ich, wie es ist, jetzt verstanden habe, habe ich auch keine Vorgänger gespielt, aber die Zeniter sind Ex-Monolithe. Das habe ich schon verstanden. Das hilft mir aber auch nicht weiter so wirklich, weil mir da in Stalker 2 jetzt noch immer noch nicht erklärt worden ist damit, was ist das Problem mit Monolithe. Wir haben einen Monolithe sogar schon mal gekauft und die anderen haben uns gehasst dafür. Ich weiß aber immer noch nicht warum. Was ist so schlimm an den Monolithe? Das ist auch cool, wenn ihr mir das jetzt da erklärt und so. Das müsst ihr jetzt aber auch nicht dort. Das ist Aufgabe des Spiels, das zu tun. Ja, ich bin nur so viel Lob wie fürs Spiel auch da, aber es gibt auch ein paar ganz krasse Kritikpunkte, die mir jetzt erst auffallen. Gibt es eigentlich dann auch Stereolither? Ich weiß nicht. Gibt es Surroundolither? Ich weiß es nicht. Sprenge, ich weiß es nicht. Mal bin ich froh, ich hab gedacht, nur ich check das nicht gut, Gott sei Dank. Geht mir gerade genauso, danke. Dass irgendjemand in den Chat einschreibt, ja, Alter, ich check auch gar nichts. Wir müssen das Spiel auf der nächsten Schwierigkeitsgrad. Einfach nur unfair. Das ist einfach, das gibt's in vielen Spielen. Das Problem haben aber viele Spiele mit der KI, dass, wie soll ich sagen, der erhöhende Schwierigkeitsgrad einfach nur heißt, ja, der Gegner, wenn die sagt, erstens macht einen 5-fachen Schaden, zweitens, er trifft die immer. Das ist so eine, anstatt, dass die dafür besser umlaufen oder andere Taktiken haben und solche Geschichten. Das war cool. Das ist für mich Peak-Schwierigkeitsgrad. Das ist leider Gottes relativ billig, muss man so sagen. Aber für das, dass das Spiel in den Umständen, unter diesen Umständen entstanden ist grandios gut. Grandios gut. Selbst wenn diese Umstände nicht warten. Das Spiel ist gut, aber diese 2 Punkte, wenn den einer kann man beheben, Spiel auf einfach, dann ist das viel angenehmer und keine so eine scheiß Schwitzerei. Und das mit der Story da jetzt, das wirft mir ein wenig raus, muss ich sagen. Spiel beenden, da möchtest du das Spiel beenden, ungespeicherter Fortschritt, wir haben gespeichert. Warte, machen wir noch schnell einen Schnellspeicher. Zack. Noch einen Schnellspeicher. Annehmen. Ansonsten ist bis jetzt, ich gebe ihm 8 von 10. Stalker 2 kriegt von mir bis jetzt 8 bis 10. Steffi haut sich in den Lurk. Gute Nacht, hauen Sie sich hinein. So, sollen wir uns noch schnell 10 Minuten PoE mein Bild herzeigen. Gibt's eigentlich, wir machen das wahrscheinlich ausführlich am Freitag. Ja? Am Freitag werden wir uns alles einmal so ein bisschen anschauen. Ist schon irgendjemand im Endgame? Erst einmal Hand hoch, wer spielt PoE? Schreibt Bindestrich und ein Level dahinter, dann weiß ich von selber, wie weit das seid. Ich bin nämlich mit Sicherheit weiter als die meisten da drin. Und das mal ohne. Jetzt wird's zum Flexen. Jetzt kann ich einmal eine flexen. Es gibt der alte dicke Mann, der hat seinen Aim-Skill abgelegt, dafür wird in anderen Spielen ausgerastet. 8 von 10 bin ich dabei, nach 85 Stunden. Gibt ein paar Kritikpunkte, aber alles in allem macht es mir super Spaß. Darksky, das unterschreibe ich ja, ohne dass ich jetzt 80 Stunden habe. Die aber vielleicht noch, aber mich interessiert das Spiel tatsächlich auch. IK 92? Was? Du bist Level 92 in PoE. Das möchte ich sehen. Los. Schreibt's mir nur ein Glas dahinter. Und keiner braucht sich einmal, wenn irgendjemand Level 9 ist oder 10 oder sonst irgendwas, scheißegal. Völlig wurscht. Enjoy the game. Minus 24 Witch. Ich möchte ja gar nicht wissen, wie viel. Ich hole gerade Diablo 4 Erweiterung nach. Lohnt PoE 2, wenn man Diablo hat, oder ist es wirklich besser? Alter, Welten. Aber es sind unterschiedliche Spiele. Aber da fange ich jetzt nicht an. Da fange ich das da zu lang dauern. Warum? PoE 2 hat auch seine Probleme. So ist das nicht. Es hat erstens einen Schwierigkeitsgrad, dass du in die Hose scheißt. Vor allem für Neulinge ganz brutal.
ganz massiv brutal. 48er Witch Hardcore. Gustl, das ist krass. Bist schon, das ist auch was, das glaube ich dir nicht, dass du bis Level 48 noch nicht verreckt bist. Der Merz schreibt, Genossen, schöne Grüße aus Franken, schöne Frankengenossen zurück. Ika. Melee-Klassen haben es härter als Ranges, oder? Beides hat Vor- und Nachteile. Aber ja, Melees haben es in der Regel härter. Aha, Leute, das kann doch gar nicht sein. Ika, kannst du das nochmal bestätigen? Skill 48 Hardcore. Ja, da hat wer reingesucht. Ich bin Level 76 und ich habe wirklich Fake gespielt. Und ich bin wirklich nicht schwach auf der Brust, glaube ich. Gehen wir mal in-game. Ich mag da jetzt eigentlich gar nicht lange umeinander laufen, weil sonst wird es wirklich 12. Das ist jetzt auch Blödsinn, aber ich möchte einfach schnell mein Bild erzeugen. Ziel meines Builds oder meines Playstyles ist, so wenig Knöpfe zu drücken, wie es nur geht. Den brauche ich nicht. Ich habe 3 Fertigkeiten. 3. Wo ist denn da? Der Flash schreibt. Direkt reinsuchen! Ja, ab jetzt. Okay. Phase 1. This is my jar. Das sind meine Items und das sind meine Stats. Ich habe 1700 Leben, 24 Rüstung, alle meine Resis außer Kälte, da habe ich mir ein Loch eingehauen, aber das versuche ich noch zu stopfen irgendwie. Haben über 50. Ich habe vorher jemanden gelesen, der spielt mit den Frost Skelly Boys. Angefangen habe ich mit den Bogenschützen so, bis ich gespannt habe, die machen alle keinen Flächenschaden nicht und leck mir am Arsch und keine Ahnung. Dann habe ich mir diese Granatentypen ausprobiert und die funktionieren ganz gut. Alles in allem habe ich mittlerweile 2 Skelettkrieger, durch meine Ascendancy den Hund und 18 Granatentypen. Meine Gems schauen folgendermaßen aus. Auf den da bin ich sehr stolz. Das ist ein verdammter Five-Link. Gestern ist mir es gibt eine kleine, eine mittlere und eine große Goldsphäre. Dann kannst du den 3., den 4. und den 5. Support-Store in deine Skill-Gems einwerfen und sehen, dass mir gestern droppt für 4 und für 5. Da hätte ich mal lieber Lotto spielen gehen sollen, weil ich glaube, der ganz große für 5 Links ist absolut pervers. Selten, da habe ich bis jetzt erst einen gefunden. Wir gehen da mal in meine Kiste hinein. Das ist so mein Loot, den ich bis jetzt beieinander habe. 16 Chaos Orbs, Exalted droppen wie scheiße. Da habe ich auch schon einen Haufen ausgegeben. Von dem blauer Klump über 200. Das sind die Orbs, die ich meine. Da habe ich einen mittleren und einen großen gefunden bis jetzt. 2 mittlere und einen großen bis jetzt. Sockelsteiner, bla 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 bla. Dann das sind meine Maps bis jetzt. Ich hänge, was heißt ich hänge? Ich hänge nicht, aber es ist weitaus effizienter für mich. Ich bleibe für alle, die schon im Endgame sind. Das schauen wir uns am Freitag an, wie das Endgame funktioniert. Das machen wir nicht jetzt. Aber ich bin so irgendwo, am effizientesten bin ich bei Level 3 Maps ungefähr. Level 3, Level 4 Maps und die dann juicen as fuck. Das heißt halt Währung draufwerfen und die stärker machen damit und dann droppt da richtig Scheiße drin. Bevor dass ich eine 5er, 6er, 7er Map mache, da wo ich alle 2 Minuten aufpassen muss oder alle 2 Sekunden. Oh fuck, ich bin gestorben und weiß nicht einmal warum. Dann haben wir, das ist mein Stuff-Container, da habe ich einen Haufen so Trials drin, die werden wir auch am Freitag machen. Für die Ascendancy weiß ich noch nicht 100%, wie man da die nächsten 2 Skillpunkte kriegt. Dann habe ich da meine ganzen Gems. Ja, ich habe mir das Gem Stash Tab gekauft, weil da kriegst du einen Vogel, wenn ich das da alles sortieren muss. Ich bin ja nicht behindert. Dann haben das meine Fiolen. Da habe ich auch einfach grob einmal zusammengeklappt und einfach da rein sortiert und eigentlich noch gar nicht wirklich angeschaut, um ehrlich zu sein. Ein paar Delirium-Sachen habe ich, dann ein paar Essenz-Sachen habe ich, dann habe ich ein paar Legendaries habe ich auch gefunden. Aber nichts zu gebrauchen, sage ich ganz ehrlich, da ist nur Schrott, bis auf eines und das habe ich auch. Habe ich aber von einem Spezi gekriegt, dafür hat er von mir ein Shell gekriegt, zeige ich gleich her. Da habe ich ein paar Items drin, die ich gern craften darf. Ha, ja, ist keins drin. Und da sind meine Sachen zum Verkaufen. Ja, zum für euch. Da wo ich einfach meine, so mit, das könnte was sein, keine Ahnung, dann wirf ich das in so einen Tab rein und das wird automatisch für einen Exalted Orb, eine erhabene Sphäre auf Deutsch, gelistet. So viel dazu. Dann
Jetzt kommt der beste Tipp für alle Minion-Spieler, das werde ich am Freitag nochmal mit Sicherheit in aller Ausführlichkeit erklären. Der wichtigste Stat, der mich von hier unten, ich habe wirklich Probleme gehabt mit dem ersten Aktboss. Da habe ich 2 Stunden gebraucht, glaube ich. Ich habe ihn dann schon geschafft. Aber 2 Tipps, wenn du nur Minions spielst. Der wichtigste Stats für Minions. Plus X zur Stufe aller Kreaturfertigkeiten. Das bedeutet, du hast ein Gem mit einer Fertigkeit 3 und diese Waffe gibt nochmal plus 3 oben drauf. Bei mir droppen aktuell Gemsteiner, lass mich kurz überlegen, der höchste, den ich gefunden habe, ist Stufe 16, glaube ich. Den habe ich dann in meine Skelettgranatenwerfer rein da. Und jetzt ist aber der Skill ist 21. Die Viecher halten so exponentiell viel mehr aus und der Schaden ist absolut asozial. Und ich habe halt nicht bloß das plus 3, sondern ich habe am Kopf nochmal plus 2. Und ich habe theoretisch noch Platz auf meiner Offhand für nochmal plus 2 bzw. 3. Also der Max-Roll für Stufe auf Kreaturen ist auf die Einhandwaffen, woanders gibt es nicht, außer nur auf dem Kopf, maximal 3, was ich bis jetzt gesehen habe zumindest. Und auf dem Kopf ist maximal plus 2. Und da ist mir scheißegal, was der Kopf ist absoluter Rotz. Gut, das Leben ist nicht schlecht. Und den ganzen Rest kannst du wegschmeißen. Aber die plus 2 zur Stufe aller Kreaturenfertigkeiten ist so unbezahlbar, das rasiert alles weg, was da ist. Und der zweite Tipp, wenn du keine Möglichkeit nicht hast, jetzt auf die Schnelle, wo sollst du jetzt den Kopf herkriegen? Ja, das ist mir schon klar. Einfach einmal die Maps, deine Gebiete resetten, nochmal durchlaufen. Ein ganz wichtiger Spell bei mir, der mir geholfen hat, also ein Bosskiller-Spell, ist bei der Hack, jetzt drücke ich auf den 100 Millionen Gems, habe ich nie drücke auf den falschen drauf. So, da. Was mir sehr geholfen hat, ist Knochensturm. Ich habe keine Ahnung, ob sie den schon gefixt haben oder nicht, oder ob der überhaupt broken ist, aber der macht so dermaßen viel Schaden, dass es lächerlich ist. Das ist so da bleibst du auf der Taste drauf, dann lädt das langsam auf und kann bis zu 24 oder 20 Projektile speichern und du kannst es währenddessen sogar bewegen langsam und dann feiert es dir auf den Boss. Und dann bewegt sie zumindest die Lebensleiste. Das war halt mein Problem so. Der Boss im ersten Akt lässt keine Leichen fallen, oder nicht viel zumindest. Der macht eine Fähigkeit, alle meine Viecher sind tot und dann stehe ich da. Darum Knochensturm. Das sind meine 2 Tipps für alle Minion-Spieler, die sich vielleicht ein bisschen hart lernen. So, 3. Tipp, Wille. Durch Wille kannst du mehr Skelly Boys bringen, was auch sehr viel geholfen hat. Ich habe zum Beispiel Wille auf der Brustrüstung, auf der Waffe und auf dem Amulett. Einfach mal versuchen zum Craften oder irgendwie mehr Wille zusammenkriegen, mehr Skelette, besser. So, was gibt es jetzt noch zum Singen? Das ist mein Skill-Tree. Ich habe noch keine Ascendancies nicht gemacht, weil es für Minions eigentlich noch gar keine wirkliche Ascendancy gibt. Ich rede jetzt da für viele wahrscheinlich sehr kryptisch. Egal, aber das erkläre jetzt nicht, was das alles bedeutet. In den Trials kriegst du deine Spezialisierung für deine Klasse und da kriegst du extra Skillpunkte für den kleinen Tree. Dementsprechend krass sind die Notes. Das Einzige, was mir da richtig viel geholfen hat, ist der verdammte Höllenhund. Erst einmal ist eine kleine Note da, meine Kreaturen haben 12% mehr Leben, das ist immer gut, weil die vor allem am Anfang sehr schnell sterben und nicht viel aushalten. Und dann kriegst du einen loyalen Höllenhund, da brauchst du keinen Gems-Store nicht und keinen Willen dafür. Der ist wie ein Tank, erstens, der macht ziemlich viel Schaden, der zähnt Viecher vorne an, also die Gegner, und 20% des Schadens auf mich werden erst vom Höllenhund abgezogen. Das heißt, es ist im Prinzip eine 20% Widerstand. So, was sind Ascendancies? Mr. No FCB. Aszendentenklassen, nennen wir es Unterklassen. Ich bin Klasse Hexe, Unterklasse Infernalistin, was gibt's noch? Blutmagierin und später wahrscheinlich dann eine Nekromantin. Die gibt's aber noch nicht, die kommt erst im Laufe der Zeit. So, was habe ich geskillt? Eigentlich permanent. Also bis Level 65, Ende 60, keine Ahnung, habe ich nichts anderes geskillt, außer Schaden in Viecher, erhöhtes Leben in Viecher. Nichts anderes. Und was ich da auf dem Weg ist, da mit Zauberschaden und so weiter dabei, bin da aufgegangen, bin da umgegangen. Dann da runter war ein relativ kurzer Weg.
Ein noch kürzerer Weg ist da in den Kreis einer, den habe ich ziemlich lange komplett ausgefüllt. Da ist ewig der Schaden drin und ewig das Aushalten für die Viecher. Dann bin ich da aufgegangen, da nach rechts rüber, nimm den Juwelen mit, da habe ich nur Schrottjuwelen drin, das braucht man nicht. Dann gehen wir da um, erhöhte kritische Trefferchance, 20%, 20%, 20% und dann 40% auf Crit Damage. Dann bin ich weiter da aufgegangen, einmal nach rechts, da ohne Ende Schaden drin. Da nach links runter, ohne Ende Schaden, Elementarwiderstand, Leben und Damage drin. Das sind so meine wichtigsten Notes. Vorher habe ich noch ein bisschen mehr drin gehabt. Mehrere da D3-Punkte habe ich zum Beispiel dabei gehabt. Dann war ich da herin mit mehr Leben bei den Minions und so weiter. Bis ich dann irgendwann einmal gespannt habe, meine Minions sterben nicht mehr. Aber ich stirb. In PoE ist so beschissen wichtig, dass du was aushältst. Darum habe ich irgendwann angefangen, mir Skillpunkte auszuziehen, vor allem vom Leben von den Viecher, weil einen Schaden mag ich nicht verlieren. Gustel! Zerleg ein paar Viecher, ich will Tote sehen. Lull. Ja, eine kleine Map machen wir schon. Und habe dann da herunten 2 Sachen festgestellt. Ich stirb ziemlich schnell. Warum? Ich habe kein Energieschild, ich habe keine Rüstung und mir geht ständig das Mana aus. Dann habe ich da herunten Mana-Regeneration mitgenommen und da herunten plus 10 Int und 30% Energieschild und da Energieschild plus und Rüstung plus. Bis da auf und da herum gibt es dann mehr Bewegungsgeschwindigkeit und ganze 25% auf Rüstung und Energieschild. So! Nur eine kleine Runde. 4 Stunden später. Na, das muss jetzt schnell gehen. Aber so in etwa schaut, da herum haben wir noch einmal Aushalten Minions und Damage für Minions und da herunten habe ich erhöhter maximaler Energieschild und Mana-Rec und 6% mehr Int. So schaut jetzt mal vorerst. Da ist nichts Plan, die passt ist die ganze Zeit on the fly. Oh, wenn ich merke, da passt was nicht, mir geht wieder Int ab, mir geht wieder das ab, dann skill ich da drin einfach umeinander, wie es mir passt. So, jetzt machen wir einfach mal schnell eine Map, damit mal jemand sieht, wie das ausschaut, der noch nicht im Endgame ist. Ich nehme jetzt einfach irgendeine Billo-Map, keine Ahnung. Ein Level 2er, das sollte normal nicht recht viel fein, aber selbst da kann man mal sterben. Du gehst da an deinen Kartenapparat her und so schaut dann die Endgame-Map aus. Du machst halt da quasi Notes, Stickerl für Stickerl und da können verschiedene Sachen drin sein, die verschiedenen Mechaniken. Schauen wir uns alles am Freitag an, das erkläre ich jetzt nicht. Aber wir gehen jetzt da einmal in das Beinhaus hinein, das ist keine schöne Map. Sickerwasser ist auch keine schöne Map, Sickergrube ist auch keine schöne, Steppe ist eine schöne Map. Da kann man einfach frei umeinander laufen. Da kommen wir auch schon zum ersten Problem, finde ich so ein bisschen. Es gibt so viele enge Gänge und enge Maps, je mehr Viecher das ich habe. Die bleiben alle 2 Meter in irgendeiner Ecken hängen und ich habe keine Viecher da und stirb. Darum gehen wir jetzt daher, machen wir die Steppe, da gibt es keine sonderlich besonderen Besonderheiten auf dieser Map, wie zum Beispiel da oder irgendwo anders. Und dann steckst du den Keystore rein. Der Keystore, total knockert, ist aber auch verschenkt. Darum craften wir mir einmal da eine blaue drauf. Haben wir Glück gehabt, 85% erhöhtes gefundenes Gold in diesem Gebiet. Da haben wir noch einen Modifikator drauf. Bla, Gebiet hat stellenweise brennenden Boden. Herzlichen Glückwunsch, Negativeffekt. Hat aber gleichzeitig auch einen positiven, weil jetzt haben wir nämlich auch eine Chance auf fallen gelassene Wegsteine und die haben am Anfang echt knapp, da habe ich mir am Anfang echt hart da. Dann stecken wir den da rein, überqueren. Dann gehen da 5 so Portale auf, du gehst in das Portal hinein. Das werden wir übrigens am Freitag den ganzen Abend machen. Dass ihr gleich schon mal Bescheid wisst. So, und dann stehen wir mir da, die Viecher greifen noch nicht an, solange man sich nicht bewegt. Und jetzt gilt es da, alle Viecher zum Killen und vor allem die Map-Bosse zu töten, bevor man selber stirbt. Wenn du selber stirbst, ist die Map kaputt und weg. So, los geht's. So, als Minion-Spieler möchte ich so wenig da, wie es noch gerade irgendwie geht. Sprechen tue ich hauptsächlich mit einem Buff auf meine Viecher, dafür opfer die einen, dafür machen sie extrem viel Schaden. Wenn dann Leichen am Boden liegen, lasse ich es exhumieren hinein und beschwöre 5 Millionen so kleine Feierviecher. Ja, und wie Sie sehen, ist alles ein bisschen sehr schwer zu erkennen. Ja, je mehr, dass ich da umeinander drücke, desto weniger erkennt man. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem, warum man dann stirbt. So, los geht's. Rein ins Viech, rein ins Viech, rein ins Viech. Ein bisschen rumdebuffen. Meiner geht schon wieder aus. Da rennt der dicke Affendepp umeinander. So, Viecher mitgeben. Wir suchen einen Boss. Nicht. Nicht. So,
droppt da nicht wirklich was. Also ich glaube auch schon lange nicht mehr jeden Scheißdreck auf. Das ist auch mal das nächste. Und rennen jetzt da grob in irgendeine Richtung. Die Weißen, da haben wir den ersten Elite. Debuff drauf, Viecher buffen, Schmelzen-Time. Oh! Was haben wir da? Eine Inschrift des Ultimatums. Die heben wir uns für Freitag auf. Den Rest kann ich nicht brauchen. Weg mit dem Schund. Die weißen Würstel sind für mich, damit sie mein Energieschild auflädt. So. Und jetzt ist halt immer die Frage, ja, wo ist der behinderte Map-Boss? Beziehungsweise es sind meistens mehrere, du musst 3 oder manchmal sogar 4 so Elite-Viecher zusammenhauen, bis dann die Map abgeschlossen ist. Aber die 2er Map, da laufe ich halt einfach nur durch, weil die Viecher halt auch nicht wirklich stark sind. Oh, haben wir schon eine gefangen, schon, hin? Renn damit. Das hat halt mit dem Anfangsspiel gar nichts mehr zum tun. Das ist halt wirklich einfach nur beten, dass nicht irgendein komischer versteckter Schaden daherkommt und alles niederpümmeln, was da ist. Und das machen wir jeden Tag 10 Stunden. Well, it is what it is. Was soll ich machen? So komisch, wenn ich so einen komischen Ruckler sehe, da heißt es meistens nichts Gutes. Es zerreißt halt wirklich aktuell sehr viel. Vor allem, das habe ich heute erst zusammengebaut, wenn da irgendwo, pass auf, das kann man mal in Ruhe herzagen, wenn da irgendwo ein Leichen liegt und ich lasse da mal exhumieren drüber. Zack, dann kommen da lauter so kleine Viecher außer die brennen. Und nach 5 Sekunden explodieren die, ob sie wollen oder nicht. Und das zusätzlich zu den Granaten von meinen Skeletti Boys ist das echt ein bisschen viel. Und zwar so viel, dass ich das wahrscheinlich ausschalten muss, weil ich halt nichts mehr sehe. Also es ist halt U-Tor, da haben wir wieder so, Debuff drauf, moppen und dann schmutzt der Elite einfach und dann war es. Eisklump macht Gott sei Dank auf Stufe 2 so wenig Schaden, dass es wurscht ist. Weiter reisen. Bring den Affen um. Kleine Viecher beschwören und in den nächsten Haufen hineingecharged. Wenn er denn jemals kommt, bevor es verrecken. Was ist das für ein Gem? Die brennenden Hunde vom Exhumieren. Kann ich dazu sagen, das ist eine bestimmte Kombination, die habe ich heute erst. Oh, eine Wahlsphäre. Nimm ich. Ich kann meine Zombies auch explodieren lassen, schau. Oh nein, kann ich da nicht. Warte, da muss ich da herklicken. Muss ich da machen und dann so. Oh. Mache ich aber nie, weil es wurscht ist. Macht nur irrelevanten Schaden. Und ist ein Tastenmehrer zum Drucker, das mag ich nicht. Was haben wir da? Fortschrittliche Jagdschuhe, ich weiß was zum Craften, nehme ich aber auch nicht mit. Geht nur darum, mal so viel zum Farmen, wie es geht. Aber der Bild ist ein guter Bildschirmlöscher. Es geht, aber ich sehe halt nichts. Und das wird oft echt ein Problem, wenn nämlich der Gegner auch so Feuerexplosionen hat. Dann stehe ich da halt einfach und irgendwann weiß ich nicht mehr, so ist das jetzt mein Feuer oder das Gegnerfeuer und dann macht es einfach mal zack und du bist tot. Es gibt halt später im Endgame, wenn's Progress machen möchtest, also her eine Level gehen möchtest, da gibt es kein mit, oh, der hat mich getroffen, ich muss ausweichen, sondern wenn du getroffen bist, bist du. Es macht zack und du bist tot. Du weißt weder warum, nur irgendwas. So, der Boss scheint rechts unten zum sein. Minimap zeigt uns das so noch ich schätze mal 5 Minuten, 10 Minuten, wenn du die Map nicht clear hast, dann zeigt es da oben, wo der Boss ist. Da vermute ich auch noch eine kleine komische Sache dahinter, das erkläre ich aber auch am Freitag, das darf jetzt den Rahmen sprengen. Machen wir da noch schnell alles sehen. Hopp, da oben ist er. Oh, eine Essenz haben wir auch noch, Essenz des Unendlichen. Jetzt können wir mal was probieren. Das ist was, das wissen wahrscheinlich die meisten Neulinge auch nicht. Es gibt ja nicht bloß die Essenzen, die da auf der Map spawnen können, sondern auch zum Beispiel Tresore und Kisten und lauter so ein Scheißdreck. So, ist der Boss jetzt hier? Ja. Oder ist die Essenz der Boss, der Essenz? Ich habe es selber tatsächlich noch nicht probiert und zwar, man kann normalerweise, ja, jetzt ist das Ding schon gelb,
mit Währung da Modifikatoren draufzaubern. Ja, also quasi da hergehen und das da draufzaubern. Es geht jetzt mit der Blauer, die ich gerade dabei habe, nur, sollen wir mal einen Wahlorb draufwerfen? Da mich interessiert, was passiert. Nein, funktioniert auch nicht. Geht nur bei Tresoren. Ich weiß nicht, ob es bei der Essenz auch geht, aber wieso stirbt mir eigentlich langsam? Weil ich im Feuer drin stehe! Das weiß jetzt wieder gewinnen! Gut. Ja, machen wir die Essenz schnell, die soll ja jeder kennen. Debuff drauf, Mobs buffen, daneben stehen und zuschauen. Da hat eine kreisliche Mechanik, haben wir schon so weit mit dem komischen Blut, das da aus der Erde rausgekommen. Nein, ich meine ganzen Viecher! Ah! Das möchte ich aber auch hoffen. So, was hat jetzt da so geschäbert? Das ist übrigens der Lootfilter. Es gibt den ersten Lootfilter schon, zeige ich auch am Freitag, wenn man das macht, warum das so bei mir so schäbert, wenn da irgendwas Wichtiges oder Wertvolles außerdroppt. So, jetzt ist die Map fertig. Droppt ist nicht viel, das war aber auch nicht wirklich eine richtig gute Map. Muss man auch dazu sagen. Das schaut dann schon anders aus, aber das ist auch was. Schauen wir uns auch am Freitag an, wie das funktioniert. Man baut seine Maps natürlich nicht so pimmelig zusammen, sondern halt dann, du laufst dann nicht blaue oder weiße Maps, sondern halt gelbe. Und sehe ich habe jetzt ja gerade nicht da. Glaube ich. Da haben wir zum Beispiel eine. Da haben so viele Modifikatoren drauf, dass halt die Viecher selbst in einer Level 1 Map so krass sein können, dass die einfach instant. Zack. Und dafür kriegst du aber auch Boni. Dafür droppt mehr. Zum Beispiel oben, Chance auf fallen gelassene Wegsteine plus 160%. Auf einem normaler Store hast 0. Und lauter so Sachen. Und je her, dass man nennt es gejuiced, glaube ich, so sagt man auch im PoE 1, hat man da immer dazu gesagt, desto mehr Loot droppt im Verlauf so einer Map. Und das, was wir da jetzt gesehen haben, das war natürlich nicht recht viel, da war ja auch nichts drin sonst. So, und wo kriegst du die Wegsteine her? Die droppen random. Beziehungsweise, du kannst da bei deinem NPC da herin, kannst du dir, wenn du auf kaufen gehst, immer für 5000 Gold eine Level 1 Map kaufen. Immer. Ja, also die gehen halt Maps nicht aus. Aber an Wegsteinen für Level 2, 3, 4, 5 und so weiter, die müssen droppen. Droppen aber halt auch nur, wenn du halt gejuiced in Maps laufst. Aber das schauen wir uns alles am Freitag an. So, das war jetzt kurz mein Beitrag zu PoE. Machen wir den Scheiß wieder rein. Ich werde jetzt dann sowieso wahrscheinlich nein, das können wir da nicht. Oder? Das nervt mich nur, dass es nicht für alle Sachen einen Stash-Tab einen eigenen gibt, dass ich bloß noch Drucker brauche und dann liegt es da, wo es sein soll, sondern dass noch ein paar einzelne dabei haben, wie zum Beispiel eben diese Trials und so weiter. Ja, und dann denke ich, werden wir am Freitag auch mal mit Sicherheit sehen und zu sehen kriegen, was sind eigentlich Trials, was sind Rituals, was sind Rifts, was ist Delirium, was ist, was haben wir noch, Rifts, Delirium, was sind Expeditionen, das glaube ich ist ganz neu, da bin ich mir nicht sicher, ob es das in PoE 1 gegeben hat. Ja. Devil Driver Mikey, jetzt fehlt nur noch ein Walleck-Video zu PoE 2. Vielleicht lasst sich ja hinreißen, noch so ein Video zu machen. 800% Zusatzloot. Ich hätte wirklich gern Bock auf so eine Art Gaming-Video, sage ich dir, wie es ist. Aber das ist, hoppala, so wie. Machen wir das mal weg. So, damit ihr mal grob eine Übersicht habt, was wir, wo, eine grobe Richtung und so. Alles im Detail schauen wir uns in Ruhe am Freitag an. Da werden wir sehr viel grinden. Ich meine, das ganze Spiel ist ein Grindspiel, das ist ja klar. Und wenn es irgendjemand beim Käufer hat, jetzt halt auf die Schnelle, dann ist ja das schon mal gut. Brezen so jetzt. Servus, Birger, schöner Gruß. Nachschau-Squad. Schöner Gruß zurück an den Nachschau-Squad. Kuss auf die Nuss. Markus, Resubbed Einheit. 2 Buben saßen auf einer Bank, der eine roch, der andere stank. Da sagt der Roch zum Stank, ich sitze mich auf eine andere Bank. Markus, den habe ich so noch nicht gekannt. Ich kenne bloß Ene Mene Minkstank, Stinkstank, Ene Mene Minkmank, Stinkstank. Das ist das Einzige, was ich kenne. Mag ich mehr dir. Der Bernie schreibt, so, jetzt brauche ich nur Mates zum Gruppenmassaker im PoE. Lassen Sie sich nicht täuschen, in der Gruppe ist PoE oft schwieriger als Solo. Ich mag's, Bereitschaft hat gerufen, viel Spaß noch. Mr. Otto, hauen Sie sich hinein. Und aufpassen. So, ich wäre jetzt auch da, aber Stalker wo? Mr. Franz, da musst du zurücklaufen lassen. Die ersten 2 Stunden haben wir Stalker gespielt und jetzt habe ich noch schnell 20 Minuten in PoE rum erklärt. So, das war's aber jetzt. Oder? Der Flix schreibt jemand raus, 40 merci für den Stream, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie sich hinein, Mr. Flix. Ich darf wirklich gerne so ein Video machen. Ich hab auch schon mit jemandem drüber geredet. So. Das darf mich wirklich sticker, meine PoE-Reise als Video aufzunehmen und so weiter und da dann draus ein Video zu machen. Aber
Das funktioniert nicht auf Bayerisch. Das funktioniert nicht auf Bayerisch. Und ich werde einen Teufel tun und mit Hochdeutsch anfangen. Und wenn, dann müssen die so ein Broches Bayerisch schmerzen, damit die nicht komplett lost sind. Weil nur für eine bayerische Community oder nur für bayerische Leute, Dialektleute, sehende Videos machen, wird nicht funktionieren. Do it in English, please. Habe ich auch schon überlegt. Dann müssen die aber noch einen Kanal aufmachen. Das ist halt so überhaupt nicht mehr zusammenpassen dann. Das war ein totaler Kass. Habe ich auch schon überlegt, ja. Ich bin mit Sicherheit mit meinem Level da und mit Sicherheit in die Top 10% dabei, die so weit sind. Und kann mit Sicherheit lauter kleine Tipps geben und so. Alles, was ich selber schon gesucht habe und so, finde ich das nicht. Habe selber auch mal googeln müssen. Das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe, ich habe mir noch keinen einzigen Guide geschaut zu irgendwas. Das ist einfach... Das ist einfach, was so entdecke das Spiel selbst. Was funktioniert nicht, etc. Automatische Übersetzung, den nimmt doch keiner her. Haut's noch einen Like-Button, Leute? Das, was der Basti sagt. Habt ihr schon auf den Like-Button gesmashed? Weiß ich nicht. Der Bernie schreibt, da hast du nicht ganz unrecht, aber wie viel habe ich da davon gemacht? Eins funktioniert immer. Und das ist auch wieder ganz was anderes, aber im PoE kapiert in dieser Community, wenn ich jetzt sage, kein Mensch irgendwas, das stimmt nicht, aber wenn ich da so daherschmerze wie in den letzten 20 Minuten, dann ist das die Zeit für das, was ich für das Video brauche. Das investiere ich lieber in mich selbst und Spei. Das ist, weil ich genau weiß, das hat dann 3000 Aufrufe, von den 3000 Aufrufe haben 1500 so mit, machst du bloß so einen Scheiß, ich verstehe überhaupt nichts vom Bauern Franz sein, fängt 500 aber. Ja, weiß das nicht. Die Bulldog Royale Crowd versteht da nicht viel. Ja, das ist ja das. In den Streams ist das ganz was anderes, da schaltet auch bloß zu, wer zuschaltet, aber für das extra so ein Video machen, das ist einfach zu viel Arbeit für Perlen vor die Säule. Ich sag's einfach jetzt freiwillig, wie es ist. Boah, ich bin echt hart am Überlegen, ob ich mir das Spiel hole. Seien Sie allesamt vorgewarnt, es gibt sehr viele laute Stimmen, es ist so schwer. Und als Prediction und Vorwarnung, ich schätze nicht, dass Grinding Gear Games auch nur irgendwas Größeres an dem Schwierigkeitsgrad ändert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mach doch einen Englisch-Kanal auf, kostet ja nichts, nachvertonen. Ich mache doch nicht wegen einem Video einen englischen Kanal auf. Und das Problem ist ja dann, wenn ich mit Englisch anfange, dann muss da Content kommen, mindestens ein Jahr lang, regelmäßig. Und dann müssen auch englische Streams kommen. Und wann? Na. Just no. Just no. Wenn daherin schon teilweise die Hälfte zum Warner anfangen, gibt es Spiel nicht auf Deutsch, und dann sage ich nein, dann kannst du zuschauen, wie 150 Leute der Stream droppt. Machen wir Silox 3. Meine Streams auch auf Englisch. Ja, natürlich darf das gehen. Der FPV schreibt, was nervt ist, wenn du verreckst und dann alle Gegner respawnen. Das stimmt, das ist mir auch schon aufgefallen, da wo ich mir oft gedacht habe, so, das war noch nie so. Was mich vor allem mehr nervt, ist, das sind so Probleme im Spiel, finde ich, dass die Maps so riesengroß sind und du die teilweise dumm suchst. Und wenn du dann verreckst, dann alle Viecher wieder da und das ist einfach nur frustrierend. Das macht das Spiel weder besser noch irgendwas. Das ist einfach nur frustrierend und nervt wie Scheiße. Und wenn ich mich nicht durch mein Portal wieder dahin teleportiere, wo ich hin will, sondern durch einen Wegpunkt, ist die Map auch resettet und du musst das nochmal machen. Da bin ich ein paar Mal da gesessen und hab mir wirklich gedacht, leck mich doch am Arsch, Alter. Da kämen, wer noch nicht so weit ist, da kämen in Akt 3 ein paar riesige Maps, oder da haut's dann Vogel aus, oder suchst du dich behindert. I hate it, but understand it. Ja, das sind Sachen, ich glaube, da kann man noch hingehen und das macht das Spiel nicht einfacher oder sonst was, aber das macht es einfach weniger nervig. Naja. Der Luke! Haut dritt, sind gerade für Christbaumversteigerung Stammen gegangen. Jetzt kommt erst einmal der Nachschussquad und I am not fucking drunk. Ja. Luke, viel Spaß. Hauen Sie rein. Merci dir. Kann ja auch PC Games Review mäßig aufgezogen werden beim Spiel mit so viel Playtime von dir. Das dauert ja auch so. Das dauert mit Sicherheit, dass das ja 10 Minuten, mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten Review werden über jeden einzelnen Bereich.
und das auf Borisch machen, das ist einfach, das interessiert da herin, das interessiert einen sicheren Bruchteil der kompletten Community aller meiner Abos. Einen sicheren Bruchteil. Und das ist einfach, und das gleichzeitig, ich hätte kein Problem damit, wenn das Video dann natürlich auch neue Leute anzieht. Nämlich genau die richtigen. Nämlich Vollgas Narische, den ganzen Tag nichts mehr spielen. Das war genau das Richtige, was ich mir für diese Community natürlich obendrauf wünsche. Und nicht mehr das Auto, Leberkas und so weiter. Das hatte seine Zeit, wunderbar. Hat mich hierher gebracht, haben wir schon tausendmal drüber geredet. Aber Reviews und Guides auf Borisch haben keine Zielgruppe. Diese Zielgruppe existiert nicht. Das ist Arbeit für nix. Ich hätte Spaß dran, vielleicht einmal ein Video, ja, dann merke ich und dann war es sofort wieder. Darum spare ich mir gleich schon mal das eine Video. Ich habe genügend Videos gemacht, gelangt, reicht. Und dann müssen die, wie gesagt, dann müssen die entweder Hochdeutsch reden oder tatsächlich halt auf Englisch. Aber Englisch sprechen kann ich auch nicht so gut. Ja, ich bin im Versteh relativ gut, ich glaube, ich kann es mir auch ganz gut lesen, aber selbst ständig denkend sprechen, habe ich keine Übung, wo soll die herkommen, bin ich relativ schlecht. Und dann wird das auch einzig, hello, my name is, I have yellow from the egg, halt einmal. Der Runenfaust schreibt, ich habe Schiss, dass PoE 2 Pay to Win wird. Niemals. Sie hätten jetzt 15 Jahre lang Zeit gehabt, PoE 1 zu einem Pay-to-Win-Spiel zu machen und haben es nicht getan. Du kannst in PoE 1 nichts kaufen, was dich irgendwie weiterbringt im Spiel. Nichts. Außer die Stash-Tabs-Geschichten und Skins. Deswegen deren waren es am Freitag auf Twitch hier oben. Wenn sie es zu Pay-to-Win machen, sind es innerhalb von weniger als einem Monat bei 300 Zuschauern, wo Diablo 4 ist. Hello, I am ein Speaker on ein Wednesday. Bei Hako genauso. Und währenddessen stelle ich mir die vor auf dem Radl in meinem Kopf oben drin, das so vorbeirollt. Ja? So, Freunde der Sonne! Jetzt schleichen wir uns ins Bett. Am Freitag schauen wir uns übrigens auch an, wie man tradet. Das ist auch ganz wichtig. Ich gebe euch einen unfassbar guten Tipp. Hebt euch, egal was passiert, eure erhabenen Sphären auf. Vor allem die Leute, die nicht wissen, dass man überhaupt handeln kann, die nicht wissen, wie der Handel geht, zeige ich euch alles am Freitag. Das wird eine lange Guide and Grind Nacht, wird das. Und bis dahin, du kannst Hochdeutsch. Ja, natürlich bin ich dem Hochdeutschen bemächtigt, aber es klingt und fühlt sich immer beschissen an, so zu sprechen. Ich möchte das nicht. Und automatisch, das ist immer das Allergeilste, sobald man Hochdeutsch redet, kommt man sich selber immer so blöd vor, dass ich immer, so bin halt ich, dass ich immer drüber blödelt und dann rede ich immer nur wie ein kompletter Vollidiot. Ich glaube nicht, dass ich dem Hochdeutschen ohne Blödeln tatsächlich mächtig bin. Ich da durchdran. Ja, zum Kotzen. So. Jetzt schleichen wir uns. Weed Nasty. Redst im Video so wie der King Julian. Da muss er da machen, der Mappa. Oder der Exalted Orba da handeln. Und da macht er Skeletor. Skeletor, Granata Gemmo in der Skilatria. Macht er da Skilatria in der Nussa und dann drückst du Damasch. Jetzt hast du mich fast so weit, dass ich sage, der Witz weiß man wert. Ja gut, nein, lass mal nicht. Weg von der Conor Glück und Fussers! Oh mein Gott! Mr. Scarecrow, genauso wird es wahrscheinlich, wird es auch laufen. Halt, stopp, hier bleibt alles so, wie es ist. Ich bleib hoffentlich, falls sich mich jemals verändert, sage ich immer wieder, let me know. Ich meine, ich bin auch bloß ein Mensch. Vielleicht merke ich es einfach nicht, wenn ich irgendwann einmal langsam anders wie oder keine Ahnung. Never touch a running system. Stream machen Spaß, euch machen Spaß, mir machen Spaß. Nicht weniger, nicht öfter. Nicht, es ist alles genauso, wie es sein soll. Es soll alles genauso, wie es sein soll. Kuss auf die Nuss für alles. Dankeschön. Der Fusser vom Boss sind der Verboter. King Julian ist der geilste. Ich freue mich schon auf Freitag. Abschalttherapie zurzeit leider. Kriegen wir schon hin, Snooze-Bene. Rein ins Getier und dann werden Viecher zerpimmelt und dann mal der ganze Scheißdreck vergessen. Es bleibt alles, wie es ist. Halt, stopp! So, Freunde der Sonne. Jetzt ist 10 vor 11, wieder mal.
Ja, Sprengi hast fast recht gehabt. Nicht 11, aber 10 vor 11. So. Danke fürs Zuschauen. Like-Button smashen. Beim Chris nochmal vorbeischauen, in die Erinnerung gerufen, schenkt irgendjemanden einen Schuber und ein Heftel, damit er starten kann. Ja, zu Weihnachten, da freut man sich. Und da die sagen, schleichen wir uns davon. Vielen Dank fürs Zugucken, danke fürs Liken, danke fürs Kommentieren, danke fürs Mitmachen im Chat, danke für die ganzen Donations, danke auch für, ich glaube, waren ein paar neue Mitglieder dabei, aber da habe ich gerade vom Trachtmann geschmerzt. Fühlt euch geküsst, ich glaube nicht, dass da noch irgendjemand da ist, aber who knows. Dankeschön für alles, Triple F an die Moderatoren, Triple F an die Steffi, aber die ist schon im Lurk. Und wir schleichen wir uns jetzt davon, ich tue jetzt noch ein bisschen umeinander düdeln, machen jetzt noch ein paar Maps. Und dann sehen wir uns am Freitag um 20 Uhr. Schauen wir mal, wie weit ich da gekommen bin. Was tut denn wieder andüdeln? Jetzt habe ich gemeint, da ist eine Spinne oder so. Tja! Schleichi! Auf Wiedersehen! Hauen Sie rein! Dann schaut das lang gewinnt. Kruzifix nochmal. Ich muss jetzt leveln. Hilft nicht. Nein, leveln hat sich schon erledigt. Das wird circa ab Level 70. Aber gut. Da was labern die jetzt eigentlich? Schleich dich! Bitte, okay.